Liebe Gott, zwei Method, wann ich werden so wieder abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als Holz. Jesus, Freundl, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, fallen mir ist Kammerleer. Jesus, Freundl, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Dann ist es Kavalier. 3, 6, 7, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Horen sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus zupft auf der Gitarre. Alles Backe spüren wir noch den Werner Schein. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrapumpe hinten rein. Uns Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum leid und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Habe die Ehre. Grüß euch, servus, grüß die Hände im Studio Donaufeld. Heute wieder der Patrick ist bei mir in Wien. Jawohl. Und die Pavlatschen geht die Pavlatschen geht Riesenfreude habe ich, dass ich da sein darf wieder. Ja, wie steht's? Auch mir eine große Freude. Und ein tolles Publikum, auch natürlich wie zu erwarten, mittlerweile bei der Pavlatsche ist ganz klar. Heute, jetzt ist ja der Ton, man wird es nicht so wahrnehmen vielleicht, aber der akustische Connoisseur würde wahrscheinlich sagen, ja, da ist was anderes. Kontergitarre steht schlecht, macht man Schatten. Heißt, fällt man mit nur einwerfen. Brauchst du einen Schatten? Brauchst du einen Schatten? Ich brauche eben keinen, ja. Das ist näher was auf dein Knie. No, Besser. geht's jetzt? Dankeschön, ja. Das Jetzt gehen wir geht hin. da dahinter. Wie hinter einem Jetzt hat er Gaudern. wieder. Stöß hinten. Ja, nein, da kommt los. Da ist sie nicht im Bild. Das ist schlecht. Na bitte, die stehst halt Die dahinter. ist eh da, die ist im Bild. Der ist ja der Zweigleich da. Ne? Das ist Ja, na, mehr habe ich auch nicht. Mehr habe ich schon nicht. wieder Werbung. Jetzt kommt Groß, was hast du leicht? eine Werbung, dass ich im Chat nicht mehr lesen kann. Naja, musst warten, bis aus ist, ne? Jetzt. Bis aus ist. Ja, es ist nicht so, also ich wollte dir das erzählen, warum die Akustik. Ja, aber die Akustik. Geht schon. Großer Umbau im Studio. Donaufeld. Einige werden es wissen oder wenn sie es gemerkt haben, ich habe da nur einen Vorhang gehabt. Ich habe sonst nichts gehabt. Also Holzwandel habe ich mir draufgestellt und einen Vorhang. Und jetzt haben wir da eine Rigipswand gedämmt, ein Stickerl und eine Tür. Und eine Tür, ja. So ein richtiger Tier. Ich zeige es nicht her, aber es ist nicht schön. Ne? Das ist ein Man Tier. merkt es ist sehr viel stickiger. Das ist Wahnsinn, ja. Ich merke schon. Ich merke es auch, ja. Ich merke es auch. Aber ja, natürlich akustisch viel besser. Allerdings ist der Raum selbst noch nicht wirklich jetzt dafür. Aber das ist natürlich das Projekt in nächster Arbeit dann, dass dann der Raum genau. war. Aber die Tier war, glaube ich, schon mal das Grundlegendste, weil sonst hätte die ganze Akustikmacherei da im Raum Nicht viel Sinn gehabt. Ne? Stimmt. aber ich glaube, man soll mal was hört. Vielleicht hört er was. Jedenfalls möchte ich euch herzlichst begrüßen und ich fange an heute mit der Begrüßung mit Johanna Duschl, Vulgo, Hannerl. Und die Johanna wird sich gedacht haben, ich werde mir das nicht da merken, dass wir seit der letzten Pavlatschen, dass wir gesagt haben, wir sagen jetzt Hannerl zu Johanna, hat sie sich gleich umbenannt,
ihr Profil und hat es gleich Hannal D genannt. Also, Jawohl. Hannal, große Freude, schön, dass du dabei bist. Grüß dich gut. Servus. Und natürlich Matthias Mariaca, Fritzl, Startguss, gar kein Thema, auch Fritzl, das ist natürlich ein Hit. Fritzl wird ja heute noch ein Thema werden. Ne? Ja? Muss man sagen. Ja. Ja? Susanna Bum ist wieder dabei, Ulis Lonig aus Helsinki, grüß dich gut. Servus. Dann Werner Wichtig, Hubert Hinkhofer, na herrlich. Raphael Illmeier, na klar, das ist natürlich ein harter. Der Harry Stelafonte. Bin ich arme pünktlich. Ja, ein wirklich, Wahnsinn, ein Wahnsinn. Lobenswert. Ja. Weiter Ja. so, weiter so. Dubbed Red, der ja auch große Freude. Daniel Schlögl, das letzte Mal erst live, wirklich live. Am Donnerstag beim Taschler Beim letzte Taschler. Woche, jawohl. War ein Riesenleib. Ich hoffe, die Liquidsmunden, Daniela. Ja, da ist dampft und geraucht worden. Alles ist da gut. Ja, auf jeden Fall war das ein leibender Abend, Daniela, schön, dass du da warst Super, mit dass ihr Axel. da wart. Und ich meine, eine super illustre Runde. Der Zonko war dabei, Ja. der ist dazugekommen und zum Taschler quasi ja unser Förderer, möchte ich fast sagen, von Zonkos Welt TV. Der Christoph Acker war dabei, die Momo M, Die Momo M war da, ja. der Franz M. Haben wir aber mit dem, das M hat nichts miteinander Nein, zu tun. gar Das nicht. ist Der noch- Karl M, auch Franz M war da. Ja. Der Mike ist da, Christopher da, jawohl. Mike sagt nach langer Zeit wieder mal live, das gefällt mir. Ja, super. Der Bernd Roh ist auch dabei, super. Maggie Pemberton, die Engländerin aus München, mit Wiener Herz. Sehr, sehr schön. Freut mich. Jawohl. Schaut da was an. Geri 1.0, na schau, Steine 07. Der Urlaub ist aus, na geh. Na ja. Der Jota aus Essen im Ruhrgebiet. Schöne Grüße retour nach Essen. Ja. Aus dem schönen Ruhrgebiet, ja. Ja, Christopher Tag kommt drauf. Heute wird gespritzt, sagen die Gläser. Prost. Danke, Chef Danke. Patrick, bitte schreite zum. Das waren die Worte. Ja, ich habe einen mörderischen Durst. Ja, Schreite es gibt bitte. einen gespritzten, das mir ein Oberklinger Wein. Ja, wieder vom Vom Stippert einer Moem ist er Weinbau dabei. Rudi Stippert. Du, heute wieder Rudi Korbis am Start. Servus, Christoph. Bist du so gegangen beim Taschler? Bist du so gegangen? Aber ich glaube, du hast auch gespielt, ne? Ich glaube. Nein, ich glaube, eine private private. Verpflichtung oder so. Dankeschön, Dankeschön. Bitte schön. Gerda Steurer, meine Eltern sind Jo, dabei. grüß Jawohl. euch. Landal Stromanov, die habe ich schon gehört. Markus Volker. Landal Stromanov, das gefällt mir immer. Servus, Pavlacisti sagt auch richtig. Markus Volker, deine Schlögel, was sind die super? Nur für meinen Geschmack zu wenig Nikotin. Ah, das geht an dich. Ja, verstehe. das ist mir klar. Dafür bei der Schwarzwälder Kirsche, ich habe mir den in meinen selber gewickelten Mesh rein, da ich hab nicht daran gedacht, 6 Milligramm, mache ich den ersten Zug. Also das erste Mal habe ich einen Hustenanfall gekriegt beim Taufen. Ja, Nicht damit gerechnet habe. War mit da 75 oder 80 Grad reingefallen. naja, da muss man Ja. aufpassen. Da muss man aufpassen, eindeutig. Also sehr zum Wohl jetzt einmal. Aber du kannst ein bisschen ans Ende tun. Da Ne? geh her, da, Prost. Muss aufpassen mit meinem Tennisohren. Sehr zum Wohle. Ja, bitte. Tu dir nicht weh. Sehr zum Wohl, die Herrschaften. Schön, dass ihr dabei seid. Geht sehr, sehr gut. Schenkt mir was ein. Das ist ja schön, aber schau, das ist ja... Ihr mir Hinkauf am Start. Markus Bristonik. Wie der Häuserwald im besten Jahr. Na ja, nein, so der erste wegen Durst. Das ist wirklich wegen der erste wegen Durst. Ja, und das war extrem leibend beim Taschler, sagt die Daniela Schlögl. Danke Ja, schön. was? Absolut. Wolfgang Klowatzka, endlich auch wieder dabei. Super. Patrick, hast du mein Bild auf Instagram bekommen oder gesehen? Raphael Illmeier fragt dich. Na, Ja, das wirst du geschaut haben, nicht? Wirst du wieder nicht geschaut ja, haben? unter wirst du Nachrichten gesehen- habe ich immer geschaut. Naja, Nein, ist mir nicht aufgefallen, sonst hätte ich nämlich was geschrieben. der Patrick, was soll ich machen? Gelobe besser, beziehungsweise schick mir es noch einmal bitte. Gelobe! Ich gelobe! Ich gelobe, ja. Patrick, nicht, jetzt wird nicht dampft, jetzt wird gespielt einmal. Na, was denn? Haben wir gedacht, ich kann ein bisschen ran. Herrlich. Ich muss das ist Mannerschnitte mit Zitronengeschmack. Aber, du, Ein Genuss. ich habe Freude und durch. Erstmal, wie macht sich der Wandteppich? Der macht es aber nicht schlecht, gell? Schau, Bild. schau dir. Was sagt sie jetzt da? Ist ein ganz dünner und gerade das ein bisschen eine Dämpfung ist, weißt du? Aber es macht sie nicht schlecht. Ich meine, es schaut ein bisschen aus wie ein. Schaut aus wie in einer Shisha-Bar gleich fast. Ja, wenn das Bild so ausschaut, was sagt sie? Warte, muss ich ein bisschen. Warte, fällt noch was. Gerald Spörkut haben. Ja, genau, einen in Tag. Jetzt aber was. Ja, schau, der Klaus schluckt, der kippt einfach. Christopher da.
Ja, es gibt gewisse Dinge aus der Studentenzeit einfach, die halt beibehalten. Du, wir spielen ein Lied, das haben wir schon lange nicht gespielt. Ja. Das Benzinger Kircherl. Jö, schöne Nummer. Kennen wir es noch? Ich glaube schon, wir werden es schon zusammenbringen. Von wem ist es? Dominik Roll, Roman. Warum? Dominik Roll, weil es mit Moll anfängt. Ja, der Roll, der Dominik Roll hat immer in Moll geschrieben. Ja, Da aber steht stimmt der wirklich. Beginn, ja. Also immer angefangen. Ja, da. Und immer in Moll, ja. Der Da. Roman Dominik Roll. Super Teppich, sagt der Gary 1.0. Ich danke dir schon, Gary. Ich finde das leibend. Das macht das Ganze ein bisschen freundlicher. Mhm. Ja? Immer, verstehst du? Ja, eh. War mir immer total wurscht. Aber jetzt, ich meine, jetzt komme ich schon in ein Alter, wo ich sage, nein, es muss schon die Ästhetik Da ist der mitspielen. 50er Naht und da wird eingerufen. Ja. Wandteppich top wie im Rittersaal, sagt der Gerald Spörk. Na, das ist ein Kompliment. Jawohl. Ich meine, das, wir haben so gleich ein Brauthändler. Das nächste Mal gibt es ein Brauthändler auf. Na Gut, gut, das ist Da oben vom Benzinger. Drunten vom Eigentlich heißt es droben. Droben. Genau. Droben eigentlich. Ja, Wo man droben singt, drunten. Nein, eigentlich. Na, droben. Droben Droben vom Benzin, ja. Ja. Du hast recht, da hast du recht, Patrick. Ausnahmsweise. Droben vom Benzinger Kircherl hört man es 12 Grad schlagen. Und der Mundhöhle Gassel biegt die Ecken an Wand. Vor einem Wiener Häsel, da holt der Madel steckt aus. Macht ein verlegenes Knicksel, dann huscht's wie ein Masel ins Haus. Im Ohr noch die raschenden Walzer, die Walzer vom Lanner und Strauß. Im Herzen bissel verliebt sein, so kommt sie vom Dommeierts aus. Die Gurkeln sind blau wie die Fägel, sie glanzen voll Lust und voll Freude. 16 Lädeln so was, 31 in Wien, in der goldenen, gemütlichen Zeit. Dann huscht sie über die Treppen, sagt zur Frau Mutter, küsst Hand, druckt ihre Blumen ganz heimlich, Rosen aus seiner Hand. Wie die Schönbrunner erklungen, da hat ihr zärtlich schon da. Und bei die Werber, da hielt beim Vater ums Batschanderlau. In die rauschenden Walzer, die Walzer vom Lanner und Strauß, so drückt sie sich in ihr Bettel, dann löscht sie die Wachskerzen aus. Kaum hat sie die Guckeln geschlossen, träumt sie schon vom künftigen Glück. 16 Lädeln so was, 31 in Wien, und die Zeit, die kommt dann nie mehr zurück. Roman Dominik Roll, ein Genie. Haben wir schon lange nicht Schon lange nicht mit der Schienennummer. Das ist ja wahnsinnig kitschig, also das ist ja glaube ich noch kitschigeres ist ja gibt's gar eigentlich nicht mehr. für mich schon wieder fast eine Ja. Nummer. Aber nein, das. Aber das ist so eine Nummer, ja, die gehört wieder dazu. Aber das, ja. aber pass auf, jetzt spielen wir die, da gibt es immer nicht so zusammenreißen müssen. Erstens haben wir schon lange nicht gespielt. Drittens, erstens haben wir schon lange nicht gespielt. Zweitens war ich nicht mehr. Drittens, na, zweitens So ist es geht's so. auch, ja. Will man merken.
Na, aber ist es so, dass ich beim Text unheimlich aufpassen muss, weil es gibt nämlich eine Parodie, die ich leider nicht weiß, wer sie geschrieben hat. Das habe ich vergessen. Ich habe mir es auch nirgends aufgeschrieben. Aber die passt, die spielen wir eigentlich jetzt. Einfach nur, weil es mir eingefallen ist. Und da war nicht so nach. Nur es ist blöder, ist immer, das ist genauso wie bei der Reblaus. Wenn ich dann unabsichtlich in die Fütze rauskomme, textlich, und dann natürlich, das passt hinten und vorne zusammen. Das ist bei Kindergeburtstagen ganz schlecht. Ganz mühsam Ganz dann. schlecht. Bitte. Ja. Bitte die Einleitung spielen wieder trotzdem. Drunten beim Benzinger Wirten haben sie um 12 der Schlag. Und durch das Mundhöhle Gassel bläden's mit Funkstrafenwagen. Vor einer blutigen Locken, da halten's Organe stehen aus. Machen ein Tatbestandsknipsel, dann sagen sie Servus gut, schaut der aus. Im Ohr noch die Glasscherben vom Kriege, am Sackel die pickerte Sauce, im Herz ein rostiges Messerl, wie vier sind vom Bierwascheln aus. Die Guckeln sind blatthaut wie Feigeln, die Zahndeln liegen überall verstrahlt. 60 Leidl, da siehst du, wenn man schnapst und an anderen was grobst, wird einmal der Schlag vor der Sperrstunde Zeit. Die Parodie. Peter Hammerschlag, kann das sein? Nein, viel später. Das war Viel später? Ja. Ich glaube, ich bin Glaubst mir du, ja? nicht mehr sicher. Ich bin nicht mehr sicher. Der war mir nur eingefallen da dazu, für solche Dinge. Ja, nein, da ist nicht. Aber wäre natürlich möglich. Also ich würde es nicht komplett kategorisch ausschließen, aber ich glaube, es ist passt dazu? viel jüngeren Datums, glaube ich. Ist Okay. das, ja. Was haben wir da? Habe ich zum ersten Mal gehört. Schönes Lied, Hannadl. Wirklich, war das, was du nicht kennt? Bin direkt überrascht, aber es gefreut mich umso mehr. Eines von meinen Lieblingsliedern, nur ein bisschen zu preußisch habe ich es gespielt. Harry Schneider-Fonte, ja. Naja. Wann kommt mal was mit der E-Gitarre? Naja. Naja. Wenn wir einen Strom haben. Ja. Wenn man Strom. Wenn wir freie Steckdosen. Nein, es kommt. Es kommt. Michael Unger, es wird was kommen. Ich bin es schon lang schuldig. Der Harry Schneider-Fonte, der hat schon aufgegeben, zum Beispiel Fragen, wenn ich was mit der Jazzgitarre spiele. Aber ja, irgendwann werden wir das sicher einbauen. Irgendwann, ja, ich verspreche es, aber ich weiß ja nicht wann. Mut zur Farbe, das Bild gerade auf Instagram gesendet, die Mail Mut zur Farbe funktioniert leider nicht. Aha. Jawohl, was haben wir da? Der Dreivierteltakt macht 6 Achtel, gehört einfach zu Wien. Na, absolut richtig. Absolut richtig. Franz Brandwein ist am Start, Christian Ewald, das ist super. Jawohl. Karin Albertine Prestonik, Prestonik, nicht Pristonik. oder? Genau, Pristonik. Der Jota hat eine Es hat euch gefallen. Baden-Württemberg. Schön. Christian Ewald ist aus Baden-Württemberg, das gefällt mir. Ja. Also, Ist ein Württemberger da ein Partner? Das ist die Frage jetzt. Das haben wir eh schon mitgekriegt, glaube ich. ja, schau, die Maggie sagt auch, es hätte vielleicht etwas schmalziger sein können. Nein, Nee, so ja, leid, das ja. ist eigentlich. Es kommt drauf an, es kommt auf die Situation drauf an. Ja. Die Stimmung der Künstler. Aha. Auf die Stimmung der Künstler kommt es drauf an, wie es ist. Aber weil der Raphael Illmeier schon gesagt hat, Mut zur Farbe, wir haben ja ausgeschrieben, ausgerufen. Geschrieben habe ich nirgends, ausgerufen sozusagen, ursprünglich noch als Fritzl-Challenge betitelt, weil der Fritzl-Startguss sozusagen das ausschlaggebende Element war. quasi Patient Nummer 0. Ja, und dann haben wir aber gesagt, in Österreich Fritzl-Challenge, das ist so eine Sache. Das ist in vielen noch in Erinnerung. Oder Beigeschmack. Schon überhaupt, wenn man aus einem Köller sendet, das lässt Das ist so wie uns dann Weiköller, du nennst den Fritzl-Köller. Ne? Das ist selbst Richtig. Fritzl hast, Ja. das ist blöd. Ne? das Blöde, das macht man eigentlich nicht. Und der Georg Scheurer hatte die rettende Idee und hat es einfach genannt, die Stadtguss-Trophy. Das hat mir nicht gefallen. Die Großartig. Stadtguss-Trophy und
Und jetzt eine flotte Nummer, Michael Unger, hör auf, jetzt haben wir mal was getrunken, jetzt haben wir so entspannen. Noch ein bisschen was am Fritzl, nicht? Wenn du einen Fritzl-Keller hast, dann sagst du doch, kommen Sie zu uns, unser Kachelofen ist immer warm. Ja, genau. Ja, ich meine, aber zum Beispiel, da habe ich jetzt wirklich was Depperts klingen, aber das Original ist kein Witz, aber du siehst, wie manche Leute wirklich nicht denken. Und zwar ein Auto, so quasi gebrandet von diesem Kinder-Überraschungsei. Kinder, ne? Das hat man mir Firma Bruder Kinder. geschickt, doch. Hast du das gesehen? Ja. Und so oben ist das Auto, ne, das Ding, und steht hinten original drauf. Ich meine, wirklich war so deppert muss man sein. Lutschen, bis das Weiße kommt. Ich meine, das ist so deppert, wirklich, wie blöd muss man sein? Vielleicht ist das Foto ein Fake-Foto. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein montiertes ist. Nicht? Nein, angeblich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also. Ja, gut, ja. Naja, Photoshop, das ist ja klar gesagt. Ja, aber trotzdem, das kann schon. Naja, kann vielleicht sein. Oder ich hoffe es fast. Ich hoffe es fast, dass es ein Fake ist, weil das ist ja ein Wahnsinn. So deppert, wirklich. Naja, auf jeden Fall. Ferrero, glaube ich, gell? Ja, ich glaube, ja. Ja, weiß was ich, aber die Firma ist ja Kinder. Aber auch mit der Woche noch Pfeife auf Jazz, ja genau. Heißt schon der Fonte. Die Gitarre. Die Gitarre, ja. Fritzl Challenge, wie viele heurigen Musiker passen in einen Keller? Ja, genau. Nein, wir haben das anders gemacht, und zwar, wir haben das jetzt also offiziell genannt, die Stadtguss-Trophy. Und wie es gehört für einen Österreicher, für einen Wiener, haben wir ins Fritzl Stadtguss natürlich nicht gefragt, ob das überhaupt in Ordnung ist. Aber da haben wir jetzt ein paar Büdeln haben wir schon zusammengekriegt, und ich präsentiere euch heute. Bitte darum, ja. Also alle die schon bekannten, aber dann auch neu so zwischendurch. Aber wir fangen an natürlich grundsätzlich einmal, nur dass wir wissen, um was es geht. So, warte mal, wo ist das? Da. Warte, muss ich was einspülen? Jawohl. Jawohl. Die Stadtguss-Trophy bauert bei 16er Buben, und wir fangen natürlich an eben mit dem Original. Der Ursprung, wie ich ihn nenne, Stadtguss-Trophy, Fritzl Stadtguss. Und das Ziel dieser Stadtguss-Trophy, das Ziel, es gibt eigentlich kein Ziel, sondern es gibt nur einen Auftrag. Die Stadtguss-Trophy wird eigentlich nicht ausgeschrieben, also wenn es einen Gewinner geben sollte, kriegt er die Flasche mit Tax, haben wir schon gesagt. Aber natürlich nicht. Aber es ist ja so, wir wollen Mut zur Farbe zeigen und natürlich entsprechend uns farbig präsentieren. Und das hat eben begonnen mit dem wunderbaren Hemd da vom Fritzl. Und dass ich ihm neidisch bin, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also Farbe pur. Und das haben wir ausgerufen. Ich gehe nur kurz einmal die von der letzten Sendung durch. Und dann spielen wir wieder was und dann kommen die anderen. Aber natürlich hat sich sofort in der letzten Sendung der Christoph Acker dazu einen Beitrag einfallen lassen und hat sich auch in Farbe geschmissen. Und alle miteinander haben eigentlich immer gesagt, Acker, bitte geh in die Sonne. Acker, bitte geh in die Sonne. Bitte geh zumindest an die Luft ab und zu. Aber er hat nichts Färbigeres gehabt. Und wie auch immer. Ich find's großartig. Die Wildcat ist am Start und der Roy ist jetzt wach. Jawohl. Das ist ein Teppichbärendrang. Du, ja, achso, das war Baden-Württemberg, genau. Warte mal. Der Fritzl ist ja auch Baden-Württemberg, genau. Kurpfalz, Mannheim. Wo hat das geschrieben? Berliner im badischen Exil. Ja. Berliner im badischen Exil. Ihr seid der Wahnsinn, sagt der Fritzl. Ja, Gott sei Dank bist du seit best, dass wir das jetzt die So, na gut, pass auf, ja, das war jetzt der Acker. Und dann muss ich sagen, ist noch als drittes Bild, auch letzte Woche noch gekommen, eine ganz lebende Geschichte. Nicht das Hemd an sich stand im Mittelpunkt, sondern die Farben. Und das war der Steine 07, seht ihr, schaut sich das an. Steine 07 als Feuerwehrmann mit einem orangenen, ich meine, das ist ja original meine Farbe. Honda Rot und KTM Orange vereint. Aber ist das leiwand? Freiwillige Feuerwehr, da ist der Steine dabei. So, das war die Büdel vom letzten Mal. Und die nächsten Folgen, es sind nicht viel. Es sind nur 3. Deswegen wollen wir nochmal ausrufen. Ja. Wer Lust und Laune hat, der möge sich uns in bunter
Manier zeigen. Es muss kein Hemd sein. Es kann Das betrifft nicht nur die Herren, das können auch Damen. Ja, mitmachen. unbedingt. Also unbedingt, gell? Also das ist... ja. Und schickt uns das. Warte mal, wo habe ich das da hergeschrieben? Die Adresse, schau. Büro, also Buero, also Büro, @16erbuben.at. Der Hashtag Mut zur Farbe muss jetzt nicht dabei sein, weil ein Büdel ist ein buntes, wissen wir was los ist. Und wenn es uns das schickt, natürlich werten wir das auch als Einverständnis, dass wir es auch sagen dürfen. Und wenn es jemand besonders geschossen hat, dann schreibt es einfach dazu, wer das Bild gemacht hat, dann natürlich erwähnen wir das schon korrekt. Das muss man schon sagen. Aber möglichst bunt, das ist, wir wollen also auch Farbe zeigen im Alltag sozusagen. Buntheit. Nicht, das hat nichts mit den Regenbogen LBGT, GPT, MV, Augusta zu tun. Nein, das ist ein Motorrad. Das ist ein Motorrad. LBGT, ist ja wurscht, ihr wisst, was man, das hat mit dem jetzt nichts zu tun. Aber halt eben auch mit der Farbe. Ne? So. Weilkeit schreibt gerade, wir sind auch aus Baden-Württemberg. Ne? Das steht das. Weilkeit ist auch, ja. Gibt es gute Weine, dort schon Absolut. getrunken dort, ja. Ja, absolut. Ich freue mich natürlich sehr, welche Ehre. Fritzer Status, ne, das gefreut uns wieder. Und die Hannerl, super Freiwillige Feuerwehr. Ja, Freiwillige Feuerwehr, immer. Daumen hoch für die Freiwillige Feuerwehr, kann ich nur sagen. Ja, nein, da haben wir eine, Hat's da machen wir eine Orge an Rote Ein Achtel. rote Achtel für die Freiwilligen Feuerwehrwerker. Bitte Orge, Rote Unbedingt, weil Achtel, unbedingt für die Freiwilligen Feuerwehren, Ja. überall. Was sind? Hat's eine Rote Achtel bitte. Ja. Ihr habt ein eigenes Büro, Respekt, Gerald Spürk. Gerald, wir haben eine eigene E-Mail-Adresse mit Büro. Bitte den Unterschied wahrzunehmen, ja, das ist ja ganz wichtig. Ich habe ein Büro, ja, das ist, Ja, das ist unser Büro. Ja, wir Das sitzen in meinem Wir Büro. sitzen im Büro und Studio, oder? Ja. Ja, das ist schwül, hä? Ja, es ist halt Wahnsinn. Ich glaube, ich mache die Tür gleich Ja, auf. ich war eine Klimaanlage, glaube ich. Die Luftfeuchtigkeit ist auch extrem hoch, wie die Flatschen hochhin. Ja gut, die ist immer hoch. Nein, das ist so arg, weil das ist die Luftfeuchtigkeit, die sich schlagt. Ne? Weil wenn es eine niedrige Luftfeuchtigkeit ist, kann sie sich nicht niederschlagen. Flatschen. Schau dir was an. Ich schneide grüne Paprika in die Bolognese und würze noch mit gelbem Kurkuma. Gilt das auch? Franz Breitwein, ja, wenn es ein Foto Wenn gibt. es ein Foto gibt, Und wenn du drauf zu sehen bist, du musst schon zu sehen sein. Du kannst dich von hinten zeigen, aber du musst irgendwie drauf sein. Ganz wichtig, sagt der Harry Schneider-Fonte, endlich war ich beim Mavihof. Fast hätte ich den Klausi besucht, aber er hat sich gerade noch retten können, indem er nicht den Batschen war. Ja, das stimmt. Aber natürlich schade, hätte ich gern getroffen. Aber da war ich gerade in Wien und ja. Und bin da im Regen gesessen und der Harry hat gesagt, ich sitze gerade in Batschenau bei einem Café und schau mir die schwarzen Himmel an. Und da habe ich gesagt, ja, ich wünsche dir an sich, würde ich dir wünschen, dass du trocken heimkommst, aber Nee. der Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. War er beim Hofmeister vielleicht sogar? Ich weiß nicht, wo er war. Auf jeden Fall Best- kam dann die großartige Idee auf, dass er zum Mavihof schaut. So schaut's aus. Mein T-Shirt ist in Grün gehalten, Raphael Meyer. Cool. Meines ist heute in Blitzblau, mein Polo. Eigenes Büro, der eigene E-Mail-Adresse, Respekt. Der Gerald, der ist drauf. Herr Gerald, bist du jetzt am 25. Ich habe heute meine Bestätigung gekriegt. 25. August kann ich nicht spielen, also am Abend wieder kann ich schon spielen. Ja. Bin ich bei der Safe Bike in Bachfurt wieder. Ah, wieder in Bach. Motorradtraining in Bachfurt. Und ich habe heute das E-Mail gekriegt, dass ich angenommen worden bin. Und ich glaube, Gerald, du hast die auch für den 25. angemeldet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war leider, wenn wir da gemeinsam sind. Ist heute etwas leise, sagt der Rudi Korbes. Na Moment, das kann nicht sein. Moment. Jawohl. Aber die roten Achteln für die Freiwillige Feuerwehr einmalig. Da trauen wir gleich auf. Aber das kann schon sein natürlich durch den Hall. Dass das natürlich Also, dass es alles jetzt weg weggeht. ist. Warte, ich Das mach ist- mal die Tür auf. Warte. Ja. So ein Vergleich. Na, wie schaut's aus? Jetzt da? Hier, das richtige Mikrofon ist eingeschalten. Gerald Spürk, bin dabei. Super, da sehen wir uns am 25. in Bachfurt. Ein super Ein Parcours ist dort. Motorrad, Ja. ja. Ganz leibend. Die Safe Bike. Freue mich wieder. Der Bruck, ganz Und- wichtig. und- Ja, Gerald, danke, ich weiß eh. Das Ganze ist im Südosten, nicht Ja. von Wien. Nein, ja, genau. Na, aber das war ja letztes Jahr das Problem. Wir haben gespielt am Abend beim Ausblick am Biesenberg. Und ich gesagt, das ist ja kein Problem, weil bis 17 Uhr dauert das Training. Das ist ja kein Problem, bin ich gleich da. Das ist von der Stadt Wien aus. Nicht? So haben wir gedacht, naja, das wird ja in Wien sein. Nicht? Bachfurt, das wird in der Kauf rundherum im Weihviertel oder was weiß ich. Nicht?
Dann habe ich erst nachgeschaut, ne, das ist da Bruck eben, ne, Bahndorf da Das oben. ist auch nicht so weit. Ne? Naja, aber halt doch weiter als gedacht, nicht? Und das war dann schon. Das, Vor allem die das- andere Seite vom Bisamberg. Ne? Das ist das. Ja, ne, das ist ja das. So, was haben wir da? Also, ich weiß, was ist. Unsere Anlage läuft auch noch 10 Stufen höher als sonst. Markus Bristonik. Naja, schau, ne, das ist ja. Die Hanna sagt, habe auch den Eindruck, dass es leiser ist. Lautstärke bis zum Anschlag. Aha. Jetzt geht's, sagt der Rudi Korbis. Markus Bristonik ja. besser. Ah, Ja, ja. da habe ich noch Reserven. Da kann ich noch ein bisschen rauf. Aber nicht, wenn wir dann zum Spülen anfangen, dass du nachher zum Preiseln anfängt. Weißt du? Nein, das habe ich dann eh da Dann im Ausschlag. die aber ich- Stimme erheben, so richtig. So, Dale, ja, jetzt muss es noch besser sein. Jetzt muss es noch Ja, besser der Hall sein. ist fast weg jetzt. Spielen wir ja einen kurzen Soundcheck lauter, Dingen. Irgendwas lauteren. Passt, wunderbar. Nein, jetzt muss es besser sein, jawohl. Jawohl. Danke, Chef, für die Rückmeldung. Ja, ja, aber das kann wirklich sein. Natürlich durch weil es dann gedämpfter wird und dadurch quasi leiser. Und das Mikrofon nicht so viel ankriegt. Ne? Na gut. Durchaus möglich. Durchaus möglich. Ja, ja. Schallschluckender Gipskartonplan. Was? Schallschluckende Gipskarton Pianoplatten. Ja. ja, Schallschluckend ist, weiß ich nicht. Rote Achtel für die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Der Schwül ist heute, das ist unglaublich da. Bis nach München reicht der Soundshow, sagt die BG. Jawohl, das passt. Ja. Na gut, pass auf, dann spielen wir gleich. Dann schauen wir gleich, ob wir auch beim Spielen, ob wir da dann übersteuern oder ob es geht. Wolfgang Gorzka sagt auch wunderbar jetzt. Ja, das müsst ihr uns gleich melden, wann was leise ist oder Ja, irgendwas. ja, unbedingt. Bitte, ja. Aber schau. Was wollen wir denn? Jawohl! Einmal im Monat, da pfeife ich auf Tschüss. Ich hab vom Vogel so ein Riss. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grenze hinaus. Tull mich dort aus. Spüren sie's die Schrammen, da wird meine Fahrt. Und ich vergieß ein Musikautomat. Ich brauch keine müde Musik, hab sonst kein Verbiss. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Tschüss. Und dann Dulli, und dann Dulli, und dann Dulli. Gestern hat mein Vater gesagt, Wahrheit gehst mit mir. Da gibt's gar kein Widerrede, wenn ich zum Ende fiel. Dort haben wir den Schrammen gelauscht, wir waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berauscht, hab ich mein Vater schon wohnen. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Tschüss. Ich hab vom Vater so ein Adress. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grenze hinaus. Dulli, dort aus. Spüren sie's die Schrammen, da wird mir nicht fad. Und ich vergieß ein Musikautomat. Ich brauch keine müde Musik, hab sonst kein Verbiss. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Tschüss. Und dann Dulli, und dann Dulli, und dann Dulli, wie aus. Jawohl. So schaut's aus. Ja. Und nicht anders. Das sind unsere Geografie-Experten jetzt auf jetzt. Das ist ja ein Wahnsinn. Warte, was ist? Auf Instagram muss man es geschickt drauf. Warte, mal gleich schauen. Das Gerstl ist im Hut, sagt der Fritzl Startguss und das taugt man natürlich schon wieder voll. Dankeschön. Danke. Guter Hinweis, weil, da blende ich gleich. Ich muss mal was einschenken. Schenkt da was ein. Ich habe ganz aufs Trinken vergessen. Ich blende mal ein, nur dass ihr wisst, dass es einen virtuellen Hut gibt. Also wer es nicht weiß, die meisten wissen es ja schon, aber wer es nicht weiß, dass er so jetzt weiß, wo man einfach für die Musik was zahlen kann, wie wenn man mit dem Hut durchgehen würden. Also Paypal oder über
eine einfache Banküberweisung. Das geht natürlich, also das findet man natürlich auch im Video, also unterhalb vom Video, in der Videobeschreibung, das wollte ich genau. sagen. Da findet man das auch und die Danke Also geht da, schon nicht? für Großzügigkeit. Genau. So, was haben wir da für Patrick? Das ist beschwächert. Und das wiederum liegt bekannterweise südlich von Wien. Südöstlich, habe ich gesagt. Nein, nicht du jetzt. Du hast am Anfang gesagt, wir waren im Süden von Wien. Südöstlich Nein, das von hast Wien. du nachher dann, weil es die Kurven groß sind. Bachfurt ist südöstlich. Ja, aber verschwächert, du hast gesagt, wir waren im Süden von In Wien. Bachfurt, die haben dort so, kann man Jet-Ski auch fahren lernen. Ja, So das ist ein Riesen. Mit so einem Becken haben sie dort auch, glaube ich, so ein Ja, Becken ja, oder ja. das Mögliche, ne? Ein wahnsinnig Wasser Skifahren auch und so Sachen, glaube ich, kann man dort verbessern. Wasserski war aber kann ich mir schon vorstellen. Also ein ganz riesen Areal dort mit allen möglichen. So, das muss ich schauen, wie das Bilder vom Raphael. Aber ich würde sagen, wir zeigen gleich mal das nächste Bild her. Und zwar, Eins von mir vielleicht. Aber noch nicht, deins kommt auch noch. welches? Ja, zuerst muss ich sagen, da muss ich was holen. Patrick, Ja, da muss ich was hol mir holen. was. Ja, hol die, Ich muss erzähl rein. dabei was. Erzähl was. Ich muss was holen, um das zu kommen. Ich muss da schauen, dass du vorbeikommst. Nein, ich bin Der gespannt. dir. Warte, ich muss ein Das bisschen ist ja aufstehen, Wahnsinn, glaube ich. oder? Geht sich das? Nee, da so durch. Jetzt habt ihr die auch gesehen. Einmal. Also, das ist so. Er kommt gleich wieder. Ich hoffe, ich bin gespannt, was er holt. Ich habe nämlich auch keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, wer aller ein Büdel geschickt hat. Ich weiß nicht, Fritzl habe ich schon gewusst, ja. Klar. Aber wer sonst noch, weiß ich auch nicht. Schauen wir mal. Warten wir an. Nicht zum Wohl einmal, meine Lieben. Ich muss ja auch was trinken. Ein bisschen weniger ist der Klausi, aber. Aber schön, dass ihr trotz der Hitze alle da seid heute. Ich war auch lieber, ehrlich gesagt, lieber im Garten sitzen, aber für euch ist mir das nicht zu schade, dass wir herunten sitzen. Was? Erzähl? Ist schon da. Ja. Ich hab meinen daheim jetzt da natürlich Ja, nicht mit. klar. Nein, Weil es ist ja, es ist die falsche Jahreszeit. Aber, warum ich das auf? Ja. Man kann es gar nicht lesen. Da steht Glase. ja. Glase. Ich hab das gleiche, nur mit Patrick drauf. Ja. Und gemacht hat uns das. Ja. Die Momo Die M. Momo. Die Momo M hat uns Ja. das gemacht. Beim Taschel überreicht. Ich gebe es nicht an, weil es die falsche Jahreszeit ist. Aber hat uns das überreicht. Aber immer als Mutzerfarbe. Hast du es gemacht? Haben uns sehr gefreut. Danke nochmal, So, Momo. danke nochmal, gell? Und weil es so ein schönes Hemd auch gehabt hat, habe ich es natürlich genötigt. Sie hat sich gewehrt, dann habe ich es genötigt und immerhin hat es dann zugesagt, aber mit einer Sonnenbrille. Ja, mit einer dicken. Also Ja. mit einer dunklen, meine ich. Und das zeigen wir jetzt. Moment, muss ich erst einspielen wieder das Horn. Jawohl, ist schon da. Die Startgusstrophe geht in die nächste Runde und zu sehen ist jetzt Thomas. Momo M. Schaut sich das Hemd an. Ganz grandioses Hawaii-Hemd. Klassiker, möchte ich fast sagen. Ja, absoluter Klassiker. Ne? Das ist ja so. Ja. Na, was sagt's? Momo M bei der Startgusstrophe live dabei. Perfekt. Aber weil es halt genügt. Und dank der Schön, Momo. Wer kann nur Lasi lesen? Matthias Mariach hat nur Lasi lesen können. Nur laut. Also mit den Klaus, na so. So. Klasi. Das kann man nicht schon, aber das ist schön, jetzt ein bisschen gehauen. Das ist immer so aufgesetzt, als man zu warm ist. Ja, genau. Die Daniela Schlögl hat es gesehen. Tolle Arbeit, Momo M. Absolut. Zu Recht. Absolut. Ja. Weil gesagt, Hitze hier ist ganze Woche Regen da bei uns nicht. Na schau, der Florian B. ist da aus. Ja, was grüß dich gut. Grüß dich, mein lieber Servus. Das gefällt mir. Ein ganz seltener. Ein seltener Gast. Was ist das? Das ist Seltener schön. Gast. Das ist schön. Jetski, Kart, Paintball und das Driving Camp ist dort, ja. Also das Driving Camp ist Driving eben Camp. Ja, das ist ja. eben dieser Parcours. Genau, diese, genau. mit einer Schleiderplatte fürs Motorrad, das war bleibend. Das ist also Schleiderplatte, so eine Rüttelplatte ist das. Da zieht das Hinterrad weg. Es ist nicht so schlimm, wenn man drüber fährt, aber wenn man das noch nicht gemacht hat, denkt man sich schon, was will die jetzt von mir? Ne? Und du fährst drüber und dann ziehst du den Hinterraffen weg und ja. Und so übst du halt das dann. Tom Selleck, Hubert Hickhofer,
Das muss mit Vorrat auch leibern eigentlich. Das ist auch nicht so blöd zum Üben sowas, ja? Was mit Vorradl? Ja. Mhm. Naja, mit Vorradl. Nein, mit Vorradl kannst du, weil wenn du das wegrutscht, rutscht du weg. Da hast du kein Gummi mehr, glaube ich. Jetzt halt beim Motorrad fangst du wieder, nicht? Jetzt rutscht er weg, aber es fängt sich wieder, weil das ist ein Raffen. Nicht? Ja, Das hast du beim. Naja, aber es kommt davon. Na, wie beim War nicht Motorrad so nicht, glaube ich nicht. Ich meine, du kannst üben, aber es wird sich auf die Goschen haben. Ich glaube, ja. Aber, ich meine, das kannst du üben, brauchst nur über Schienen. Wie heißt das? Der Zug, ne, wie heißt denn das? Über den Bahnübergang. Bahnübergang, Ja. das wollte ich jetzt. Gibt es nämlich ein paar im Weihviertel, wo man drüber fährt. Ja. Das ist nämlich mit Vorsicht manche zu genießen, mit dem Vorrad. Wobei, quer drüber geht Quer ja drüber nicht. geht, Aber so ja. in Wien, man sind oft so parallel fährst. Ich war früher viel gefahren, ich war öfters einmal in die Schienen drin. Wenn man weiß, auch wieder wissen, was man tut, ist das auch kein Problem. Ne? Natürlich. Das Wichtigste, keine Panik Aber- kriegen einmal. Ne? Aber Das ist, der Punkt ist ja, wer weiß schon, was er tut. Das ist ja das. die meisten haut es nämlich auf, wenn sie in die Schienen kommen, dann werden sie hektisch. Ne? Also, im Prinzip kann da einmal nichts sein. Ne? Das ist Ja, aber es ist halt. Ruhe. Du, also pass auf, was haben wir da? Ja. Das Handy ist von Magnum. Genau, absolut. Matthias Meyer. Ja. Ich muss jetzt schauen, Jawohl. es gibt eine Serie auf YouTube, oder? Ich muss mir das mal anschauen wieder. Magnum, mit Keine dem Ahnung. Higgins. Keine Der Ahnung. Higgins war mit den zwei Dobermännern. Keine Zeus und Apollo. Zeus und Apollo, ja. Das war für mich immer das Beste. Und dann sind gekommen, da war irgendein Bäse, da was hat irgendwas. Und die zwei sind gekommen, die zwei Hunde, und angeknurrt. Und der hat Angst gehabt. Und dann ist der Higgins gekommen mit der Zigarre im Mund und so. Genau. Ruhig, Jungs. Das ist aber die größte Freude. Ich muss jetzt wirklich schauen. Wie die Tür offen war, war es angenehmer. Ja, wobei, wir haben nicht den direkten Vergleich, weil ich weiß nicht, wie es heute ist. Ne? Ja. Vielleicht war es heute so oder so da halt. So. Wie es halt ist. Muss ein bisschen was dampfen, das ist jetzt leichter vielleicht. Pass auf, jetzt haben wir natürlich einen Liederwunsch. Michael Unger, der Dornbacher Pfarrer steckt aus. Na, das machen wir. Das macht Christopher Radau, Gleise. Ja, im Bahnübergang habe ich gemeint, nicht Gleise. Machen wir eben. So, ja, machen wir eben. So, ich zeig's euch nochmal. Machen wir eben. Schau her. Jawohl. Stadtgustrophe. Beim Taschler übrigens ist es. Beim Taschler. Ja. Und wir haben jetzt, also 2 Gusterstücke haben wir dann noch, aber jetzt machen wir natürlich unbedingt den Dornbacher Pfarrer, das ist ganz klar. Das ist Josef Peppi Kadiaka, Text. Auch einer dieser großen Textautoren eigentlich der Peter hauptsächlich. Katerka, ja. Josef Kadiaka, ja. Ja. Wir haben mit seiner Tochter, auch schon leider verstorben, Ja, letztes Jahr, ja. haben wir ja Kontakt gehabt, üppig und Sehr eine ganze Liebe. ja. Mit der Hedi, ja. Aber leider, auch da hat die Zeit zugeschlagen. Ja. Na gut. Schau mal, das Zahlstoff. Hat das Bitte? Zahlstoff und Anstoff? Eigentlich zwar, aber machen wir eine Runde, oder? Ja, fangen wir mit dem Refrain an, erste Strophe. Der Dornbacher Pfarrer steht aus, da bleibt noch kein Wein besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 in der Miss, auf einmal da wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr, ja, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Simon aus, ja, der Dornbacher Pfarrer steht aus. Sagt's mir leid, was ist seit dem Dornbach geschehen? Über die Auszeit kann man's aus Serena sehen. Keiner will dabei der Letzte sein. Wie schön, da gibt's einen guten Wein. An jeden, den er fragt, die Augen verdreht und sagt, der Dornbacher Pfarrer steckt aus, da bleibt doch kein Wein besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 in der Miss, auf einmal, da wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr, ja, sag, wo kommt denn diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Simon
wenn wir es Nummer, immer ja. schon gespielt hätten. Ja, das spielen wir ja auch schon sehr lange, nicht? Ja, aber nicht oft, nicht oft. E-Mail zum Jetzt habe ich Unterfarbe nicht, noch ist mal. mir was passiert und dann ist mir die Stimme für Schrammelquartett wieder eingefallen. Das macht ja nichts. Schön, aber gleich ausgenutzt. Ja. Das macht ja nichts. So, pass auf, ich blende jetzt einmal das aus mit Hut. Und natürlich auch bitteschön, falls jemand von euch dabei ist, der diesen Kanal nicht abonniert haben sollte, dann bitte abonniert den Kanal. Das ist ein bisschen sozusagen Üppigst, ja. Support, wie man heute sagt. Support auch. Und das war natürlich ganz leibend. Das war bitte ganz leibend. Die Unterstützung also auch im Online-Medium-Ding. Also ich habe schaut man nicht einblenden, wir sind überall. Auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, Überall. auf YouTube, Überall. ja sogar auf Telegram. Das ist quasi dann so der schnellste Newsletter. Sozusagen ist Telegram, also wer auf Telegram ist, einfach dann t.me/Wienerlied anmelden oder halt abonnieren, ich weiß nicht, wie man das dort sagt, und dann kriegst du dort auch nicht immer, nicht, also nicht, haut er nicht jeden Tag was rein, aber es ist sozusagen die Aber schnellste das- Informationseinheit, die wir haben. Aber bitte, Hubert Hinkofer, schreibt gerade bitte nochmal die E-Mail ein. Habe ich schon längst Also, eingeblendet. also, Bis du einen Finger zeigst, Na, was? das ist ja jetzt ein Wahnsinn. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Schau die Achtel von eine, Zonkoswelt TV, auch dank der vielmals, haben wir da, Zonkoswelt TV, ich habe die schon positiv erwähnt heute, weil wir waren nicht beim Taschler und wie reingekommen ist, nicht etwa die Musik war das Erste, was ihn interessiert hat, nicht etwa der Wein, ich meine, das Nein. keiner wissen, dass wer nichts trinkt. Der Kümmelbraten hat ihn interessiert natürlich vom Manfred. So ist es, so ist es. Das Wer gleiche, wenn kann, man wer Schweiz kann macht. ihm da best sein? Kein Mensch, nicht? Keiner. Ja. Das stimmt. Schau, der Markus Landtagsstromer sagt, Daumen hoch, fehlen noch ein paar. Ja, stimmt, das bitte, das bitte. Das die Daumen nach oben, bitte, ja. Ist da wieder raus? Wobei Daumen nach oben können nur die kommentieren können. Ich glaube, von den 51 Zusehern kommentieren nicht alle, glaube ich. Nein, Daumen auf kann er jeder. Kann jeder? Da kann er jeder das Video sehen, kann er klicken. Daumen auf. Musst du da nicht? Nein, musst nichts. Da, Okay. da Daumen auf. Das habe ich nicht gewusst. Nein, das Nicht, schau, also- du lernst von mir laufen. Ne, Susanna Bumm, ein Stanzel für den Thomas, bitte. Na, freudig, wenn wir sofort ans machen. Was haben wir noch? Applaus, Michael Unger, danke schön, haben wir gern gespielt. Apropos Schrammelquartett, spielt ihr nicht am kommenden Wochenende am Schrammelgang-Festival Litschau? Na, selbstverständlich. Ab Freitag. Ab Freitag 17 Uhr. Ab Freitag 17 Uhr bis 2.30 Uhr. Nein, nicht durchgehen. Naja, Von 17 bis 19 Uhr und dann wieder von 23.30 Uhr bis 1.30 Uhr. Oder so ungefähr heute. so ungefähr. Das ist die sogenannte Schrammel-Zem-Session am Schluss. Jam Session, Ja, wo man einfach halt dann so dort sitzt und spielt. Und spielen, ja. Es ist halt arg, weil man halt bis dahin oft schon was konsumiert hat. Und das macht es dann schon oft schwierig. Das macht es aber wieder, macht mir ganz lustig auch. Aber lass mich aussprechen. Das macht es oft schwierig, die Liederwünsche zu verstehen von den Gästen. Ja. Bitte? Kannst du das Lied, das mit dem Wein? Hervorragend. So. Hörst du, weißt du, geh, spielst mal das Lied. Das geht so. Mal Aufgabe. Gehört zu den absoluten Highlights so. Highlights, ja. Und das passiert immer wieder noch, aber ab und zu einmal. Dass Ja. einer sagt, ja, geh, spielst mal das Lied, warte, ich sing das vor. Aber weißt du, was das Arge ist? Dass wir sehr oft wissen, was er meint. Das trifft mich oft. Das trifft mich oft. Ich bin ja ein Spezialist, so, ich schau mir den noch an. Und ich weiß schon, was er will. Er sagt, was ich. Ja, Patrick, kannst das Lied mit einem Ding, und das mit, wo man der Pute. Und er meint den Lausbuben. Ja! Das ist eigentlich eine Gabe, einmalig. die ich hab. Das ist aber einmalig. Das haben wir oft gehabt. Und ganz arg ist wirklich. Das sind die Fans. Wir reden ja offen, nicht? Und wir sind nicht unter uns, es Wir geht sind ja ja nicht in die dumpf, wenn er beim Öffentlichkeit. Latschen, nicht? Ja. Ich meine, das ist- Also die Fans sind mir oft ein bisschen auf die Nerven gehen. Fans, also die Zuhörer, die gerade da sind, die mir ein bisschen auf die Nerven gehen, sind die, wenn einer kommt und sagt, kannst du das Lied XY? Und ich sage, nein, leider kann ich nicht. Und er fängt an, mir das zum Vorsingen. Ich denke mir, was willst du das jetzt? geht Soll ja ich so weit. lernen? Oder was will? Und dann laden sie zu und singt er das Lied vor. Meistens Also, hören die Leute dann so zu. Ja. Da bin ich überhaupt ein bisschen hagelig. Der Klausi haut sich dann immer schon an, und der zu mir kommt mit Urweichel
haucht und ich bin ein ruhiger Mensch. Da kocht es innerlich. Ja, das ist ja herrlich. Aber das ist wirklich oft, so wirklich, das ist ja oft wirklich liebevoll, aber manchmal geht es ja schon am Zuschauer. Aber wenn wirklich, das eine Lied, einer hat immer das Bummel, ja genau das andere Lied. Genau. Oder Ja da fahren. Das Ja da fahren. Ja da fahren, da grinst sich das. Das ist nicht beim heurigen Gehör, genau, Daniel Schlegel. Ja. Gute Blauerwetz, absoluter Kult. Ja genau. Aber es sind viel so, wie der Blauerwetz im Mundeln. Es gibt wirklich solche. Ja. Ich meine, haben wir nicht so oft so Nein, wirklich so nein. schwer besoffene. Ja, dann oft dann, wenn wir schon lange fertig sind mit Spülen oder was, nicht? Dass irgendeiner. Aber was ich auch noch so etwas zu erzählen, was ich auch so leiden kann, ich spüle gerade, was weiß ich, Werner Gmiert oder was, kommt einer her und redet mich an Ja. und hört aber nicht auf, dann tät ihm schon. Der redet mich, du Walter, ich sag dir, kannst du das auch spielen? Das Teil. Erst merkst du nicht, dass ich gerade spiele. Noch ärger, wenn ich singe und der redet mich an. Aber das ist, aber meistens reden sie eher die an, ja. Wahrscheinlich, weil ich oft singe, Ja, genau. aber wir reden es auch oft, aber mehr öfters Ja. die. Aber das absolute Highlight diesbezüglich war, das ist nicht lang her, vielleicht 3, 4, 5 Jahre, nicht länger. Ein lieber Kerl, der öfters mal kommt, wenn wir was spielen, und wir spielen, nicht? So, und der Part ist ein Instrumentalstickel, nicht? Schöne. Und der kommt, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der kommt vorbei, sitzt sich daneben und sagt, während wir spielen, hat alle gesagt zu Patrick, und sonst alles Leihwand. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Oh, das ist super. Und er hat sich in dem Moment überhaupt nicht geschnallt, dass ich kein Spiel. Und? Sonst? Alles Leihwand. Aber, wie schenkt man ein Gespräch sein, bitte? Ich brauche. Aber, Schmerzen. Nein, es ist. Sachen im Laufe der Jahre, Jahrzehnte. Aber. Oh. Ich denke mal, was. Oh. So. Wasser, achso, ist nur das Wasser dabei. Entschuldigung. Bist du deppert. Ja, aber das war das Großartigste, eines der großartigsten. Das war absolut. Das war eins meiner Highlights. Wie der jetzt so richtig zugesetzt hat. Weißt du, mit dem Glas oder kommt so, so her so. Na, herrlich. Ah. Ja, Steine 07, danke für die Darstellung von meinem Bild mit dem Regenschirm am Strahlrohr. Steine 07. Ja, pass auf, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Schaut euch das an. Ist das eine Welt? Das ist eine Welt. Sportlich, nicht? Stellt jetzt vor mich in der Uniform von der Freiwilligen Feuerwehr. Naja, Das ist ein kleiner Bunker. gibt's nur. Ich krieg's nur. Ja, das ist eher Einsatzleitung. Ich war als wäre für die Einsatz. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. So, pass auf, jetzt kommen wir nehmen. Zum Wohle. zum Wohl. Prost. Wäre ein super Spruch für ein T-Shirt. Was? Und sonst? Alles Leihwand. Niemand jetzt glaubt, die reden mit dem haben wir da. Nein, das machen sie oft. Also, wenn wir halt wo stehen, eine Schank oder was. Nicht? Sonst, was tut sie? Ja, Wie geht's euch? Nicht? Und sonst, was gibt's Neues? Aber beim Spülen. Und wir haben den Alle Huren zu, weißt du? Da kommt er, setzt sich her. Und der Party ist so konzentriert auf den Knebel. Echt nicht. Ja. Na ja, da geh ich wieder. Das ist der Kampf. Unglaublich. So, pass auf. Weil die Susi gesagt hat, für den für Thomas machen wir ein Lied. Ich weiß, eines seiner Lieblingslieder oder eines seiner Lieblingsinterpreten ist ja der Horst Mähler. Ja. Und das andere Lied, Das ist einer. und der Rudi Korb ist auch schon angesprochen, also machen wir mal wieder das. Machen wir Einer, die wir singen. sicher. Warum nicht? Ein Hinterzimmer in der Vorstadt. Das ist ein großer Buch. Ja, fangen wir von vorne an, ja, ist ja wurscht, das wäre ja die zweite. Fang mit Einschlauf, ja. Und sonst? Zwei große Buben, die schupfen Kreuzer,
ein kleiner bleibt bei ihnen stehen. Das Milchgeld hat in seinem Handel, spült mir durch das Klein daher. So hat es mit dem Buben begonnen, und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist auch nichts Gescheites geworden außer mir. Einer hat immer das Bummel, einer muss immer verlieren, aber ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt, ein Gespürwein, ich war dabei. Hab die wird dort mit ein paar Freundl, am Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesetzt mein Bargeld, aber später hab ich Schulden gemacht. Mein Gut und Geld hab ich verloren, mein Weib ist fort mir über die Nacht. Einer hat immer das Bummel, einer muss immer verlieren. Ja, aber ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Der lebt sein Leben. Der eine bockt, der andere nicht. Und hat man sich dann erst besonnen, ja, dann ist es meistens viel zu spät. Und ist man erst vom Glück verlassen und sucht man noch einen festen Halt. Man sucht und sucht das ganze Leben. Auf einmal ist man grau und alt. Stiefkind bin, da weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Sage mir so, es ist ein Geld in die Haare schmieren und ich geh dazu. Für die war ich sowieso wohl, aber nur ein depperter Bub. Sport die Tränen, die jagen deine Schienen, die liegen wunderbar. Jetzt hat zu dem Alten, der soll auf die halten, ich hab längst vergessen, wie schieß mit dir war. Na 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 na, 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 na 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 na. Na 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 na. Sag ihr mir so, es ist ein Geld in die Haare schmiert und ich geh dazu. Für die war ich sowieso oder weil nur ein depperter Bub. Sport die Tränen, die jagen deine Schienen, die liegen wunderbar. Jetzt zurück zu dem Alten, der soll auf die halten, ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war.
Mädel ist mit einem anderen Mann. Wie ich noch ein Kind war, dem Vater davon. Da war ein altes Weiberl schon grau und betagt. Die hat zu dem Kinderl in der Wiege gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange die Großmutter lebt, wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde dort lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Mein Vater, der war als nächstes dran. Der ist vom Schicksal getroffen, dem Leben davon. Aber da war's wieder das Weiberl, recht grau und betagt. Und die hat zu dem Burschen dann tröstend gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange die Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde dort lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Die Jahre, die man nicht bremsen kann, die hab ich heute am Bugel, heute bin ich am Mann. Aber schon lang ist das Weiberl, die Oma nicht mehr. Aber ihr Großmutterkind, das liebt sie heute noch sehr. Und manchmal im Traum, ja daher ist sie so. Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange die Großmutter lebt, wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde dort lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Super Medley. Jawohl. Horsti. Wohl. Sind die Achtel reingekommen? Danke für die Melodien, lieber Horsti. Hat er schön geschrieben. Schön. Hat er wirklich schön geschrieben. Ja. Allen gefällt's. Allen gefällt's, das sind die Achteln und Bierkregeln und sonst was noch. Einer zischt. Jawohl. So geht's. Will ich gern Schluck nehmen. Der Franz Barnett Sehr hat zum sogar Wohle. ein Bummel. Hat sogar ein Bummel geschickt. Danke für den Tipp mit Telegram, habe ich gerade abonniert. Gary 1.0, danke schön. Ja, weil das ist Wunderbar, die ja. schnellste Kommunikationsding. Natürlich besonders leibend, dann stelle ich mir halt so vor, ich meine, jetzt sind ja kaum Abonnenten, aber wenn das natürlich viel hätten, weil, jetzt sagen wir Hausnummer, sowas ist Kurkonzert in Botschenau. Weil das ist bei Schlechtwetter, wie es auch gesagt. Ne? Und muss man jetzt nachfragen wieder, gell? Müssen wir nachfragen, ob in Botschenau wieder ein Kurkonzert, oder haben wir das Naja, schon? nicht, naja, die sind Ah, ja, alles nichts. angesagt und das Alles? ist ausgefallen für Ist heuer. alles komplett angesagt? Nicht die Sonne hat gesagt, das ist jetzt Ach so. dabei. Das werden wir klären. Das müssen wir noch Das ist klären. schon von ihr. Das Ja. Kurkonzert wieder nächstes Jahr. dann Ja, geh. für uns. Das trifft mich, das trifft mich. Weil leider haben wir die frühen Termine gehabt, den anderen. Naja, so wurscht, wenn die späten gehabt hätten, hätten wir uns auch nicht Jetzt- geholfen. Wenn wir jetzt dürfen wir spielen. Jetzt Achso, kann ich jetzt nicht. achso, das ist natürlich klar, ja. Aber jetzt spielen schon die anderen. Ja. Natürlich. Also auf jeden Aber wir sind Fall. eben das Kanal. Jetzt aber zum Beispiel sowas wie eben im Kurkonzert, Schönwettergeschichten. Und dann kann es im Telegram sagen, ja, findet statt oder findet nicht statt. Nicht? Das ist ja das Leibende. Du kannst schnell agieren eigentlich. Ja, Ja. ein schnelleres Medium gibt es da nicht. Weil eben, ja, klar, da kannst du es auf Facebook oder weißt nicht, ob es an sich. Bei Schau, Telegram, Telegram, ja, du kriegst die Nachricht. der das will. Was ist? Sofort den Zeigefinger erheben. Ich sehe Ah, dir das war leuchten. Post 16er Burm, 11,60 €. Sehr zum Wohle. 11,60 den Ottergringer, die Ottergringer Postleitzahl zu wieder Jawohl. reingekauft. Dank der Chef. Danke. Prost auf dein Wohl. Ja, das ist natürlich die dritte Möglichkeit, uns sozusagen euren Schmattes zukommen zu lassen über den Superchat. Das geht nur, wenn man ein Google-Konto hat und keine Ahnung und tut seine. Ich weiß nicht. Ich weiß auch, ich habe es selber noch nicht gemacht. Mir ist ausprobiert, das geht. Ansonsten natürlich, wie gesagt, auch über die Möglichkeit natürlich. Wo haben wir es?
Frame, das ist Englisch, heißt Rahmen. Soweit kann ich Naja, ich wollte das nur sagen, so von der, aus der Internet. Pass auf, dass du nicht aus dem Frame fällst. Ja, das kann leicht passieren. Auf jeden Fall ja. Da ist also wie gesagt, virtueller Hut über PayPal, über Online-Banking oder über einen Superchat. So. Schon wieder Superchat. Schick's hin, vor Ja. dir. Du musst jetzt sagen, Jetzt ist es da, jetzt kann ich jetzt den Daumen. Finger den hin. Finger hin. Den Daumen hin. Die Hitze du ist so sehr musst jetzt Zeigefinger. Habe ich schon gemacht. Sheriff Andi, bist du Sheriff Andi, danke. Wurscht, der Sheriff Andi, da trinkt man. Zum Wohle. Dankeschön. Die Trinkbewegung geht. Ich meine Tennisarm. Das ist total Arsch. Das tut viel weh. Bei manchen Bewegungen, manchmal gar nicht. Aber das Trinken so geht. Also das Gott sei Dank. Der Steine 07 schreibt was Interessantes. Das habe ich schon gehört, auch, ja. Was? Dass der depperte Bub in Bayern ein bekanntes Lied in den 80er und 90er Jahren bei unseren Festeln gewesen. Das Ja. ist viel gespielt, wird bis heute gespielt. Von alle möglichen Partien. Ja, Sehr ja. viel. Aber das Bummerl auch, glaube ich. Ne? Ich meine, das Bummerl sieht man ja cool schon. Der Depperte Bus, ja. Und auch der Kokola, glaube ich, das ist ja auch so ein Hitfilm. Da gibt es ein paar Gemälde-Hits, ja. Die international oder zumindest in Deutschsprachigen bekannt sind. Absolut richtig. Ja genau, der Landtagsstrahl fragt zu Recht, wo ist denn der Christoph Acker heute Abend? Wo ist der Ackerl? Sheriff Andi muss weiter, schaut sich später an. Für die gut, das taugt mir, ist nur einer kommen zahlen, schleicht sie wieder. Sheriff Der Andi, Christoph danke. Acker, der wird im Solarium liegen, nach dem Foto wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Nach dem Foto war Christoph Acker da im Bild. Der wird sich ins Solarium gehauen haben heute. Ja. Also, Ich meine, jetzt kommt schon noch dazu, dass das Hemd auch nicht wirklich bombt ist. und die Beleuchtung auch offenbar etwas kühl ist. Also, Ja. Aber pass auf, apropos, wir kommen jetzt zum nächsten Bild und zwar, jetzt ist der Patrick dran. Wir haben ja gespielt also wir haben jetzt gespielt, warte mal, was haben wir gespielt am Sonntag? Nein, am Donnerstag haben wir beim Taschler gespielt. ja. Irgendwann haben wir Am bei der Hochzeit Freitag, gespielt. die Feier beim Karl. Und am Sonntag haben wir auch Genau, Geburtstag nein, die Hochzeitsfeier habe ich gemeint. Die Hochzeitsfeier beim Karl habe ich gemeint. Und da war der Patrick gekleidet, habe ich gesagt, Herrst, Alter, das gehört unbedingt in die, damals habe ich noch gesagt, in die Fritzl Challenge. Aber das gehört in die Startgusstrophe absolut eine. Und zwar, weil, ich meine, ein Traum von Paisley. Ein Traum von Paisley. Man sieht ihn da natürlich mit einem Glasl, weil also das ist ein Isabella Frizzante. Isabella Frisante vom Karl. Der Lenkner Kalle. Haben wir gespielt bei einer Hochzeit. Ja, aber einmalig. Ich meine, man sieht es nicht so genau als Bild. Aber es ist ein Traum in Paisley. Ein Traumbesel, so wie die Gitarren ausgeschaut haben in die 60er. Ja, na gut. James super. Burton mit Elvis Presley, die rosane Paisley, Telecaster, eine Legende. Aber da habe ich gesagt, das muss unbedingt, das muss in die Trophy rein. Und ich glaube, der Fritzl ja, ich meine, Fritzl ist ja da quasi jetzt die Eminenz. Fritzl ist ja die Eminenz in dieser Trophy. kann man sagen, ja. Also, wirst mir hoffentlich recht geben, dass dieses Hemd definitiv eine hat gehört. Aber jetzt möchte ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Und das letzte Bild, das ich für heute habe, weil die anderen, das wäre so, die, was man sich jetzt dazu schicken lässt, das kommt dann alles nächste Woche rein. Aber das nächste Bild ist ein Kunstwerk, zum einen, ist ein Kunstwerk, hat nichts mit dem Hemd zu tun, ganz im Gegenteil. Es ist, ich möchte euch jetzt schon vorwarnen, es ist ein Akt. Ein Aktfoto Bin gespannt. ohne Textil. Mit einem Bodypainting oder was? Fast. Aber muss ich sagen, echt absolut leibend. Und da möchte ich jetzt schon bitten, warte, jetzt muss ich Kommentare nein, hab ich nicht. Und da möchte ich jetzt schon bitten, wenn Sie das seht, dass ihr quasi schon auf den Auslöserknopf geht für die roten Achteln, weil das Bild, diese Aktion hat absoluten Respekt verdient und Wirklichkeit unterstützen. Es schaut echt wirklich leibend aus. Und ich möchte euch jetzt präsentieren die Daniela Schlögl. Die Daniela Schlögl, original in einem Kunstwerk. Warte, da spiele ich das DJ-Horn. Jetzt muss ich es erst finden auch wieder. Schaut sich das an. Ich weiß, dass du Antwort bist. Was schaut sich das an? Elfriede Böttgen hat das Foto gemacht. Ein Akt. Na, ist das leibend? Ist doch ein Wahnsinn. 'n. Wahnsinn. 'n. 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 'n.
Und ich meine, das ist ja die Roten Achten. Hubert Hinkoff hat schon die Roten Achten rein. Großartig. Jawohl. Absolut leibend. Das ist Foto, wie kann ich nicht lesen? Was? Ich habe den Namen gerade gesagt, ich kann den Namen nicht Elfriede Pöttgen Okay. ist die Fotografin. Mhm. Schau, die Roten Achteln von Scheine. Jawohl. Hannerl, Uli Slonik, Werner Wichtig, Christoph Radau, Herr Mandl, Markus Bestonik, Emerich Wager, jawohl. Die Karin Landerstromer, Bernd Rau. Das schaut vorne rein. Der Herr Schlegel, wirklich leibend. Absolut klasse. Maike, Absolut jawohl. klasse. Und ich meine, es ist ja so, der Rudi Korbes hat eine. Matthias Mariacher, ein Wahnsinn haben sie eine, da haben sie eine. Und es ist ja so, die Daniela hat mir das ja so gesagt, die Elfriede Pöttgen und ein zweiter Fotograf, die machen eben so Sachen und eben nicht mit den Models, also diesen klassischen Modeltypen, sondern mit den Menschen, wie es halt. Wie wir halt ausschauen, ne? Das Naja, ich weiß nicht, ob es die nehmen, das weiß ich nicht, weil sie will nicht zu sehr verschrecken. Rest. Aber, nein, aber nehmen normale Leute aus dem Alltag, weiß ich nicht, und die Daniela hat da schon einige Fotos gemacht scheinbar und das hat sie geschickt, weil sie halt besonders mit den Farben zusammenpasst hat, aber da muss ich sagen, die Achteln, die da noch immer reinfahren, Daniela, absolut zu Recht, ganz großartig, taugt mir echt wirklich sehr. That Red, hier mal hinkommen, Fritzl Startkurs. Fritzl als Maestro der Trophy ist, glaube ich, zufrieden mit der bisherigen Auswahl. Mastermind. Und der Mastermind, ja. Mastermind. Aber eigentlich, der kann Mastermind. gar nichts dafür. Er kann gar nichts dafür. Aber was ist Ich habe alles ein Weihhemd vom Kick gehabt und er hat halt mal seins geschickt. Ne? Und das war's. Ne? Das war. So, und jetzt müssen wir uns natürlich irgendwas überlegen, in weiterer Folge dann, wie wir das weitermachen. Ob es da dann sozusagen, ob wir einen auswählen, einen besonderen Gewinner oder einen besonders Vorbloßen. Das ist ja der Anker hat schon gewonnen, aber das ist. Das ist Mut zur Farbe Respekt. Fritzl Startkurs sagt es, jawohl. Franz Bratwein hat auch eine noch. Ja, aber das müsste natürlich dann die Kommission unter der Führung von Fritzl Startkurs muss natürlich dann das entscheiden. Und dann müssen wir uns überlegen, was der Gewinner etwaig davon haben könnte. Außer mit Tagsingen. Tut steht jetzt. Tut steht jetzt. Wegen einem Umbauen, genau, habe ich den Dom Das gestellt. fällt eh schon viel jetzt. Hast du die Gitarre politiert, Leute, oder was vielleicht? Oder Nein. nachpolitiert irgendwo? Warte. Nein. Das Nein, nicht. Das täuscht. Das täuscht. Und da müssen wir uns irgendwas überlegen, was man da, weil es ja blöd, weil ja viel sind ja, also, weil mein erster Gedanke war ja eine Essenseinladung. Nicht? Und dann ist mir mal eingefallen, ist ja blöd, das sind so viel in Deutschland daheim. Oder Schweiz oder was weiß ich. Das ist blöd. Oder stimmt, jetzt stimmt, weiter weg halt. Ja. Stimmt. Wir müssen uns das überlegen. Aber der Fritzl muss natürlich entscheiden, dann wer gewinnt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir die Trophy machen. Also haltet euch an. Und es sind auch Mehrfachnennungen möglich, muss man auch sagen. Man kann mehrfach antreten, ne? Das ist ja Ding. Und ja. Und dann schauen wir, was passiert. Wer weiß, das ist eine super Challenge, weil du nimmst teil, weißt aber nicht, ob und was du kriegen würdest, wenn du gewinnst. Aber irgendwas kriegst, ne? Und wenn es eine Dusche ist. Ja. Ja, was? Flaschen Wein oder was? Die musst du auch wieder nach Deutschland schicken. Ja, dann schickt man Das ist ja schade drum. Mein Weg, gell? Also, ja, ist ein gescheiter, der kommt her. Na gut, dann wir machen das. Dankeschön, war damals echt eine lustige Aktion. Na, Daniela Schlegel, Ja, das wirklich ist- echt leibend. Und ich meine, muss man auch sagen, natürlich ist ja Mut. Also nicht nur, wenn man jetzt sagt, man ist eine wohlgeformte Dame, sondern auch, wenn man jetzt Hausnummer sagt, man hat auch eine klassische Lifestyle entsprechende Figur, selbst dann ist es ja eine große mutvolle Aktion, sie quasi pudelnockert, ohne Hemd. Gibt es ein Wiener Lied? Pudelnockert ohne Hemd. Kann ich aber leider nicht. Pudelnockert ohne Hemd. Nein, ist so wurscht. Auf jeden Fall, sich so Dann hinsetzen. singen wir nachher das Lied von Monte Clazo noch drauf. Ja, genau. Der Kahlen. Der Emmerich, aber mich darfst du schon zum Essen einladen. Ja, Emmerich, aber du musst jetzt erst teilnehmen. Und zwar mit einem gewieften Bild. Ohne Teilnahme kein Gewinn. Ja. Das ist- Also auf jeden Fall ist es sehr, sehr, sehr respekteinflößend, muss ich sagen. Also so ein Bild zu machen. Und es ist wirklich auch
muss man jetzt auch sagen, wenn man sagt, ja, ist ja nicht Standardfigur oder was. Es ist auch ästhetisch. Ein schönes Absolut. Bild. Ein schönes Bild. Absolut. Und ja, aber man kann natürlich auch sagen, eine leibende Person kann natürlich auch nur leibend ausstrahlen. Das ist halt auch so. Das ist so. Wie wäre es mit einer Flasche Wein mit euren Autogrammen? Naja, ob dann noch wer mitmacht, Fritzl. Ja, wir sollten eigentlich schon fast eine Kistenwein machen oder irgendwas. Na, wir werden uns was überlegen, ja? Fritzl, irgendwas in die Richtung werden wir uns überlegen. Vielleicht gewinnt ja einer in Wien. Das wissen wir doch. Das wissen wir nicht. Oder in Österreich. Schauen wir mal. Aber ne, dann war es nicht so tragisch. Da war Flaschen, ist fast ein bisschen notig. Der Kisten. Ein Kistenwein. Das ist schon was auszahlt. Kistenwein und ein Rostbrot vom Mavihof. Dabei sind ist alles. Auf geht's, Madel und Burm, Steine 07, ganz genau. Also, nehmt teil, ist einfach ein Hetz. Es ist einfach ein Hetz, nehmt teil und wir werden uns schon irgendwas einfallen lassen. Alles gut. Alles gut. Na was? Schön in Ordnung. Die Gehört- Warte, oder? Was? Ist Ist durchbrennt? Nein, mir ist gerade was ein Stück in den Mund gekommen, was nicht sein sollte. Achso, da ist schon ja. Warte mal, ich nehme was auf jeden Fall in meinen Mund kommen sollte. Bei dem Keul ein bisschen an der Basel. Okay, sei so gut. Was sagt ihr, Daniela? Im September wäre in Traun eine Ausstellung. Gruppenfotos von den letzten Jahren. 10 und mehr. Ja, es sind ja keine Gruppenfotos. Ich meine, ich bin sicher, dass der eine oder andere, so wie der Christoph Acker, nicht ganz allein ist, aber Gruppenfoto? Oder was meinst du? 10 und... Oh, hoppala. Ah, was, ich trinke ein bisschen Wasser, aber weil du wirst mich vergiften. Habt ihr das gesehen? Ach gut. Genau, alle Teilnehmer müssen zusammenkommen und für ein Gruppenfoto. Der Patrick zahlt den Flug. Jetzt habe ich ja genau. Ja, Klassiker. Oh weh. Ja, ich hole dich alle an, weißt du? Ich hole dich alle an. Ich wollte schon lange eine Tour mal durch Deutschland auch machen. Beim Wein darf's nicht fahren sein, beim Lied muss ich stark sein, sonst hast nur die Halme frei. Beim Plaudern musst lieb sein, beim Busseln ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darf's nie alles Fahrt sein, kommt das Glück, muss schon Start sein. Noch ist an, weil sonst fliegst du davon. Darf's nicht fahren sein, beim Blitz muss ich stark sein, sonst hast nur die halbe frei. Beim Laden musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Du wirst das nicht, du wirst das später einmal leid.
das Glück muss schön stark sein. Nagels an, weil sonst fliegt's dann davon. Der Professor Ferry-Wunsch. Jawohl. Ich habe mir gedacht, was ich lasse die ruhige durchspielen und starte dann erst mit Swing. Ich habe mir gedacht, du willst. Okay, mach das. Aber klar, woher hättest du das wissen sollen? Muss man. Oh ja, auch schon hätte ich die kennen, dann hätte ich es mitgekriegt. Ja, das stimmt. Du hättest sogar auf mich achten so müssen. in meinem Strings und habe nicht auf ihn geachtet. Und, ja, ist schon passiert. Ja, Was schon lernt man passiert. daraus Ja, wieder? Nicht? Immer auf den Kollegen Auf den Kollegen schauen. Auf den Kollegen schauen. Aber ich krieg Zusendungen. Aber es ist wunderbar gegangen, so auch. Challenge-Teilnahme mit. Jawohl, ich krieg Zusendungen. Die kommen natürlich in der nächsten Pavlatschen, wird die veröffentlicht, das ist mir ganz klar. Jawohl. Was haben wir da? Was haben wir da? Fritzl. Die Entscheidung für das Bild sollte die Pavlatschisten treffen. Ja, auch, aber. Ja, aber, ich meine. Nein, wir müssen Da schon. kommt es nicht raus. Der King ist Fritzl. Fritzl ist der King. Das ist so. Ja, aber du hast recht, das werden wir schon irgendwie so machen. Harry Elephante, schönes Lied, apropos Jazz, klar, sie waren spürst du mal die Jazz-Gitarre, hahaha. Ja, na, das hätte ich zum Beispiel auf der spielen können eigentlich. Ja, hätte ich nicht. Ich muss einmal schauen, wie ich das technisch mache. Weil der Verstärker dort so eingebaut Ja, ist das macht eh nichts. und naja, Da soundtechnisch. Ne? probieren wir vorher aus. Und ein bisschen Nuancen kannst du mit dem Regler auf der Gitarre regeln. Nuancen. Dann, wenn's ist. Nuancen. Aber da ist irgendwie da unten dieses Pedalboard angehängt. Naja, jetzt muss ich das Hängt das- anhängen dann. Alles irgendwie anders. Das Naja, ist schon, nicht naja, es dann, geht schon. Da liegt der langs Kabel. Naja, schauen wir. Also bei der nächsten Wenn ich Pavlatschen Verstärker glaube ich eher runterstelle, nicht. unten hin, vorhin und geht Naja, schon. da muss ich nicht raus und runterstellen. Das ist ja hinten verkabelt alles. Na, just zwei die Kabel raus, klack, klack, klack. Und ich Klack, 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 aussetzen, das ist gut. Und wir haben es wieder eine, da geht nichts klack, klack, klack. Das waren Stunden Arbeit, das ist nicht mehr sicher. Ich hab mein Eis Und im das Regal ja stehen, mit ja, ja. mein Gallenkrüger. Ja. Also ich glaube am nächsten Montag eher nicht, weil nächsten Montag, weil wie gesagt, das ist ja, da kommen wir erst zurück von Litschau, vom Schrammeklang Festival. Und Da wird es vielleicht da machen wir es nicht. aus Eiweiß da sein. Eventuell. Schauen wir mal, da reden wir uns noch zusammen, aber das schauen wir mal. Aber auf jeden Fall, da werd ich das noch nicht machen. Dann eventuell drauf. Schauen wir mal. Ui, Genau. die Siri hält die Goschen. Redet sie wieder mit? Nein, ich hab gerade gesagt, wie sie bis sich jetzt hat eingestellt sie noch nicht mitgekriegt. Das ist ja ein Wunder eigentlich. Ja. Beim Lied muss schön Start sein. Ja. Seitenhieb auf die Störenfriede bei einem Konzert. Ja, nur oft leider hören genau das die Störenfriede ja nicht. Aber da haben wir noch so ein schönes. Ja, vom Quarl, oder? Ja. Also nicht vom Gemischte Quarl. Jury, Fachjury, Fritz Startgast die 16 haben, Publikumsjury sind die Pavlatschisten. Ja, irgendwas lassen wir uns da einfallen, auf jeden Fall. Irgend so. Das ist mir Ja, genau. Emmerich Wager habe ich gekriegt, habe ich gekriegt. Also bei der nächsten bist du dabei. Wenn man sie zeigen kann. Ich weiß ja nicht, was du da geschickt hast. Nicht? Zum Schluss. Ja, aber da gibt es noch so ein Lied, das hat nicht der Hodiner geschrieben. Nein, Nicht? eben nicht. Das Nein? hat er, ich glaube, der fällt jetzt ein. Und das weiß ich jetzt da nicht. Weil ich weiß nicht. Kommt es, mir fällt es dann gleich Oh, ein. den Innenschluck. Aber das ist Ah, auch der so. Rudolfo Corlesso. Rudolfo weiß- Corlesso, genau. weiß Von auch- wem ich ist weiß das? Ich weiß aber Es ist kein Wunder, heißt das Lied. es ist kein Wunder. Ui. Eigentlich richtig wienerisch, aber der Anfang ist schon Jazz pur. Es ist kein Wunder, dass wir heute beieinander sitzen dann. In dem Lokal, da kommen lauter echte Wiener zusammen. Nicht solche Schwammelbrocker, die zum Heurigen wandern dann. Laut umeinander blähen und gar kein Gefühl für die Musik haben. Für solche Leute, da haben wir da bei uns keinen Platz. Da gilt für alle Zeiten nur der eine Satz. Jeder, der glaubt, ein Werner zu sein, der aufhaut und schreit, die Welt, die kehrt ein, dem sag ich ganz leise, mach die nicht so breit.
dumm, unsere Joschi stand. Es ist schade, dass die Welt so modern und so laut, weil jeder auf sich und kein anderen mehr schaut. Ich bitte, ich frage, das geht mir nicht ein. Ja, der kann doch kein mehr sein. Dass die Welt so modern und so laut, jeder auf sich und kein anderen mehr schaut. Ich bitte, ich frage, das geht mir nicht ein. Ja, der kann doch kein Wiener sein. Das ist ganz wichtig zum Schluss. Ganz wichtig, ja. Das ist ein Stadelmeier in Karl hat ihn erklärt und der Karl hat es dann mir weiter erklärt. Kannst du mir? Ich habe Stadelmeier gesagt zum Karl, wie er jung war, das ist ganz wichtig zum Schluss. Hat er gesagt, warum? Nein, ja, so geht es ihm auch jeden weiter, weißt du? Das ist Ganz wichtig. Ganz wichtig. Hat ihn ein Prost. Walter Brosch hat das geschrieben, genau, der Brosch Walter, genau. Rudi Korbis hat uns Jawohl, sofort aus jawohl. der Richtig, Ding geholfen. richtig. Ja. Der Markus will sagen, die Anna und den Werner hätten wir schon, ja, da haben wir noch andere Namen und wir kriegen schon ein paar hin, die wir so wienerisch einbauen können. Servus alle miteinander, sagt wer? Die hätte Henriette Erlingsbach ist endlich Frisch vom Sport, zugekommen. vermute ich. Ja. Ich muss schauen, dass ich mein Tennisarm ein bisschen in den Griff kriege für Litschau, weil das ist dann schon, ich habe an sich kein Problem getan, spielt nur Die lange auf Zeit. Dauer und dann, wenn ich fester mit dem Daumen reindrücke. Ja, dann Freitag sind wir da Dann- 3,5, 4 Stunden Eben. unterwegs spielenderweise. Und ich hoffe, dass das. Ich hoffe, dass ich mache so Dehnungsübungen mache. Und ja, schauen wir, ich hoffe, dass ich das hinbringe. Jawohl. Katzerl her dazu. Ui, hätte eins mal, pass auf, Wildcat, den Roy absichern, weil auch eine Katze. Schaut zu. Sofort aussichern. Ja, sicher so. Ja. Ich trinke einen Schluck Wein. Ich bin schon beim Wasser angelangt. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also die Trophy hätten wir jetzt abgeschlossen. Und ich meine, Abgeschlossen haben wir es nicht, aber... Naja, für heute. Achso, für heute nur, ja. Für heute. Und jetzt Nicht, dass du möchte ich- Irrtümer oder Missverständnisse Nein, genau, zu Recht. Und jetzt muss ich schon sagen, ich meine, es hat noch keiner irgendwie erwähnt, wie herausragend. Weil der Zonk hat ja angefallen, der Zonk hat ja so ein Programm, nicht? Und, her, wo er auch so Büdeln einspielt. Und da habe ich gedacht, halt, da muss ich mithalten, sonst überholt er mich. Da habe ich mir gedacht, und jetzt habe ich das ja vorbereitet. Und ich meine, noch keiner von euch, muss ich jetzt ehrlich sagen, hat bemerkt, mit welcher akribischen, wunderbaren, ja, und mit wunderbaren Ideen und Kreativität ich da das vorbereitet habe. Daher gebe ich mir selber einen Applaus. So, pass auf. So. Ja, habe ich vorbereitet. Was hast du da 10 Achteln reingehauen? Nein, ich habe mir einen Applaus reingehört. Das hörst du nicht, was du stumm geschalten hast. Einen Applaus habe ich reingehört. So. Ja, dann habe ich da ein paar Achteln rein. Was ist dann eine Schlüger Beinwell mit Salomon Siegelöl oder Salb hilft?
Beinwell, okay, gut, das war mir jetzt noch klar, aber Salomon-Siegel kenne ich gar nicht. Salomon-Siegelöl, kennst du das? Das sagt mir auch nichts, nein, aber interessant. Klingt interessant, sagt mir überhaupt nichts, nein. Also, hast du jetzt irgendwas gesagt vorher? Weil der Karische Elefant mein Geografie und Motorrad, nicht die Spezialgebiete von Patrick. Hast du jetzt irgendwas gesagt in die Richtung? Kein Wort. Oder ist der Arische Elefant so lang hinten hoch? Das kann auch sein, natürlich. Weder über Motorrad noch. Ja, auf einmal kommt das. Oder er hat pausiert und hat dann weiter, nicht? Und jetzt. Ich weiß nicht, wie es auf das. Aber er hat recht grundsätzlich, ja. Nicht die Spezialgebiete von Patrick, aber viele andere. Aber motorisch zum Beispiel, beim Motorrad käme ich schon wieder aus, nicht? Motorisch? Technisch. Ja, aber wahrscheinlich auch, du kannst wahrscheinlich auch nur mit einem Vergaser maximal umgehen. Mit einem Einspritzer tust du schon schwabe schön. Ja, was sagt so eine alte Buche oder was geht schon, nicht? Ja. Das sind meine Sachen. Ja. Wir wollten ja mal. Was du nur selber jetzt legen kannst und wieder zusammenpacken Ja. kannst. Schau, der Franz Brandwein hat noch einen Achteln für die Akribie. Jawohl. Ich danke dir schön, Danke. Franz. Einer, der zu mir holt. Bitte schön. Salomon-Siegel oder Weißwurz? Die Weißwurz. Die Weißwurz. Salomon-Siegel habe ich noch nie gehört. Ja. Salomon-Siegel, die Weißwurz heißt Salomon-Siegel, okay. Ja. Da stellen wir uns eben schon. Ihr seid so mega professionell und es ist schön, dass sich das alles über YouTube so entwickelt. Ja, ich freue mich auch. Ich danke der Chef für das Logensteine. Natürlich habe ich das ja nicht ernst gemeint, dass man, aber ein bisschen schon. Na, super vorbereitete Bilder und da alles. Absolut. Das ist ein Wahnsinn. Absolut, Ne? absolut. Du musst Ja, ja Mann. dampfen für dich. Ja, Dampf. Dampf. Sieht man eigentlich, dass da dampft herinnen oder nicht? Ja, Wirklich? das ist sicher. Naja, nein, es ist nicht so wild. Beim Zonko Ärger machen wir. Da sieht man es auch. Da steht, schau, der Fritzl ist ein Diplomat. Der Fritzl ist ein Diplomat, sondergleichen. So Klausi, dass du am PC genial bist, muss ich dir gleich berichtigen, es ist ein Mac. Am PC, der wahrscheinlich nicht einmal über die erste Virenwarnung Ich rauskommen. kann dir nicht einmal wahrscheinlich, ich kann nicht mal Aber- E-Mail schreiben auf dem PC wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Nein, ja. aber Aber ich weiß, was du meinst. Klausi, dass du am PC genial bist, ist eh klar, du magst es so versiert, dass es nicht auffällt. Das ist Diplomatie. das, Fritzl, da muss ich jetzt Alle sofort Achteln. applaudieren, ja genau. alle Achteln. Der Fritz hat das eigentlich wunderschön gesagt. Ja, Es Aber- ist schön, mit einem Freund alt zu werden, ja. da kann ich die Strophen nicht mehr. Da machen wir das Freundschaftsmädel draus. Machen wir Mädel. Wir sind ja Profi. Da ist die Herr Lechner auch dabei, die Ja. uns heuer auch verlassen. Haben wir eh schon. Haben wir schon Achso, gespielt, haben wir, ja. Na gut, vom Mann. Genau, ja. Eigentlich, ja. Mhm. WhatsApp haben wir immer noch nicht aktiviert. Raphael Ilmeier, aber da muss ich schauen. Weil habe ich natürlich hab ich schon eingegeben. Aber ja, schau ich mal an. Nein, das WhatsApp wird da an sich nicht aktiv sein. Nein, das ist eine eigene. Er hat mir seine Ach so, Nummer geschickt und okay. und ich habe das Ja, eigentlich ja, ja. eingegeben. Aber da war noch was, weil ich habe das auch gehabt mit der Momo M. Bin ich auch beim Darschlag, dann hat sie mir die Nummer gesagt und ich wollte das auf WhatsApp und ich habe es aber nicht gefunden auf WhatsApp. Okay. Das verstehe ich nicht. Wir haben das dann so auch nicht verstanden, daraufhin habe ich eine Mail geschickt, also sie mir. Ich ihr, weil sie das Foto haben will, so war das. So, es ist schön, mit einem Freund alt zu werden, ja. Zwei Haber aus früheren Jahren, die Ja. plaudern miteinander. Aus Komm. vergangenen Zeiten, jung und Und fesch, so waren sie beieinander. Die Nächte sind umeinander geflogen und Überall. überall. Und Aber die ich weiß ja Disco. gerade nicht, das geht ein bisschen durcheinander. Ich weiß Soll sich der Walter ein bisschen auslassen damals in seiner Jugendzeit. Da bist du nicht alleine. Deswegen lassen wir die Strophen Das aus. lassen wir aus, ja. Mhm. Und hängen dann auch eben. Schau dir deine Freunde gut an. Ja, gute Idee. Machen wir das so. Es ist schön, mit einem Freund alt zu werden. Er mit den Augen schauen und ehrlich sagen, ich hab dich gern. Du bist gestanden neben mir wie ein Mann. Und jeder wohl für einen anderen sein daheim. 20 Schön, nur Zähne, wohl zwei. So wie es halt sein soll,
Das war echte, ehrliche Mauer. Und der Himmel war ewig voll Stern. Es ist schön, mit einem Freund alt zu werden. Es ist schön, mit einem Freund alt zu werden. Schau dir deine Freunde gut an. Wer's ehrlich mit dir meinen kann, sonst siehst du vielleicht eines Tages gar ein. Du bist auf der Welt ganz allein. Solange du was bist und was hast, solang ist man gern bei dir Gast. Doch bist du im Leben einmal ganz passé, ja dann sag falschen Freunden Ade. Ohne dich, da geht's heute nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Wo ich bin, da bist du auch. Brauch ich dich, dann bist du da. Ohne dich, da geht's heute nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Geh durchs Leben Hand in Hand, uns bringt nichts mehr auseinander. Ja, haben wir eingebracht. Hast du das gehört? Ja, ist wichtig. Erwin Stadelmeier. Wolfsberger Tour TV, jawohl! Der Wolfsberger Tour TV. Ja, den habe ich jetzt erst. Der hat getestet jetzt die Honda NC 57, 57, glaube ich. Und das war also irgendwie so ein bisschen die Steigerung von meiner, aber ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, dass Ist das schon 2 Zylinder dann oder ist das auch? Nein, 2 Zylinder. Ich glaube 2 Zylinder. Also Das ist kein Anfeuer. Nein. So wie die Dings war. Nein, das ist so wie meine, nur ein bisschen mehr, aber ich glaube, das ist zu wenig Steigerung, glaube ich. Aber ich wollte nur damit eigentlich kundgeben, dass ich mit dem Upload, mit dem Content vom Wolfsbike und Tour TV vertraut bin. Das wollte ich nur gesagt haben. Schön, dass du dabei bist, gefällt mir total. Ja, und die Achtel vorne, die ich rede, das taugt mir absolut. Sie hat wirklich leibend. Ich danke euch vielmals. Hannerl, das Hannerl. Hat eine, die Achteln. Ja. Schau die Irme Hinkofer, wie sie es gehört für eine Bayerin. Achteln und natürlich das Bier nicht zu vergessen. Das gefällt mir. Aber ich trinke auch ein Bierchen ganz gerne. Längere Zeit jetzt nicht, aber jetzt im Sommer wieder. Ich bin wieder. Ja, mein Problem war, wann habe ich das letzte Mal bei dir? Da, wo war denn das? Wo habe ich noch Bier getrunken? Ja, warte mal, wo war denn das? Ist nicht lang her. Und da habe ich Bier getrunken. Das hat sich jetzt so ergeben. Und bin ich drauf gekommen, das vertrage ich aber nicht mehr so. Also, reden wir doch Klartext. Die war relativ angesoffen für das, was ich getrunken habe normal. Die hätte früher das nicht, aber das Bier ist ungewohnt, weil es ungewohnt war. Du glaubst richtig, meiner Meinung nach, Klausi. Siehst du das? Und da merkt man, dass ich was gelernt habe schon. Das taugt mir jetzt da. Da merkt man, dass ich was gelernt habe. YouTube bildet, also erstens Gespräche und so sowieso, aber wenn man sich so ein bisschen so schaut und wenn man so ein bisschen zwischen die Zeilen, auch bei vielen anderen schaut, dann lernt man irrsinnig viel dazu. Also nicht jetzt nur beim Motorrad. So haben wir ja in der Musik auch viel gelernt. Ne? Ja, genau so ist es. Ja? Genau so ist es. Ja. Und irgendwie, und jetzt haben wir gedacht, das wird wahrscheinlich so sein. Früher hätte man gedacht, ja, das ist jetzt die nächste Klasse Motorrad, ne? Das müsste eigentlich passen. Und genau, und die haben mir gedacht, nein, das ist zu wenig. Aber das ist wurscht. Der Landtagsstürmer Markus meint, ob das am Mavihof war, mit die Bier vielleicht. Nein. Ja, da hast du nur 5, 6 gebracht. Nicht?
Naja, das mit Manfred, das sind gemütlich ein paar Bier. Das ist, na, die spielen nicht so Ding. Nein, jetzt letztens, ja, es ist nicht lang her. Was war denn das? Da habe ich Bier drin, bumm. Beim Christian haben wir auch einen Wein getrunken, nicht? Ja, es ist überall Wein. Na, ist ja wurscht. Es ist ja nicht so wichtig, wo ich einstmals. Ja, der Wolfsberg und da hat sogar den Nussschneckerl in die Figur, das ist auch was Gutes. Also, was stecken? Das ist ein Fein. Warte Das mal. ist ein Nussschneckerl, das ist was Herrliches. Zwischendurch wieder, trotz allem, richtig schon. Das ist wieder, ich setze jetzt auf. Momo M Momo M. hat man in KTM Orange mit Sumsi-Gelb. Aber warum sie mir auch in KTM Orangen zum sie Naja, sie wird die Wollen gehabt haben. Ich vermute nicht. Nein, was taugt mir absolut. Und weißt du was? Ich habe mir schon gedacht, das war leibend im Sommer, im Winter dann, beim Holzfällen im Wald. Das ist die Signalfarbe. Das leicht fast schon, ne? Da brauchst du Ja. keine Jacken mehr. Ich meine, es ist dann dahin, was du Mit dich in den Helm Straf. aufsetzt. Ne? Also, was in Schutzort, den habe ich nicht, die stehen auf der Seite. Mit Ding und auch da kann und etwas halt, von oben kommen. ja, und halt die Autos out. Irgendwas. Herrlich. Na gut. So, meine Herrschaften, was haben wir als nächstes drauf? Naja, jetzt müssen wir eigentlich schon fast ein bisschen jetzt zu unseren Lieder kommen. Ja, weil der Abend nähert sich dem Wenn Sie Ende. Ende, wir sind eine Dreiviertelstunde, ist so das. Ich sage es gleich, nächster Montag wird es eine kürzere Bablatschen, Ja. weil eben erstens 3 Tage Litscher 3 Tage uns. Litscher hinter uns, am Montag Rückreise von Litscher. Montag Rückreise. Und ja, und es gibt am Montag für die einen Termin, was du um 5 Uhr auf musst oder was. Am Also, Dienstag muss ich um am halb Dienstag. 5 Uhr auf, ja. Also es wird nächster Montag Ein wird. bisschen kürzer, ja. Oh Mann, er wird schon knackig. Wird schon knackig. Ich brauche ja klar mit knackig, aber kürzer. Also kürzer, ja. Also zumindest nicht ausufernd. Ja, das würde ich noch gesagt haben. Jetzt müssen wir zu unseren Lieder kommen. Ich überlege, ob ich vorher noch einen Stock Hecher gehe soll oder nicht. Naja, ich war halt entspannter. Und der Luft hätte da einer kommen. Wieder. Da steht die Luft herinnen, gell? Das ist ein Wahnsinn. So viel Knebel hat es früher nicht, wie der Vorhang war. Naja, der Fuhr hat das schon abgehalten. Auch. Weil man ist jetzt trotzdem nicht viel, aber es ist halt. Aber Dampf gar nicht viel. So. Gebartig unter alte Leute. Ich muss mich entspannen. Ich hab mir's gedacht. Pass auf, jetzt muss ich da rausziehen wieder. Ich hab mir's gedacht. Was werden wir denn alles spielen von unseren Liedern? Soll ich aufstehen oder geht's? Ja, ich werde schon irgendwie schaffen. Das fällt zum Bewegen. Ist ja da. So, ich lasse da offen spalten. Ja, lass ganz auf. Jetzt kommt der Luftzug auf einmal schwierig. Also das ist ja, ich meine, akustisch ist die Idee ja eine super Sache, finde ich. Aber vom Luftaustausch erinnern, da muss man sich da noch einfallen lassen, glaube ich. Weil das kleine Fenster, das Kellerfenster, das kleine ist zwar gekippt, ja, es ist gekippt. Aber da im Winter, da sticht man, glaube ich, erinnern. Da ist ja sonst keinerlei Lüftung, nämlich da fällt mir gerade auf. Dann sind wir froh, dass wir nicht mehr rauchen, weil wenn wir da rauchen, einer täten herunten, da war es ja ganz furchtbar. Es war halt ja nicht zum Aushalten. Der Dampf macht ja nichts. Was schreibt der Rudi Korb? Rudi Korb hat wieder zurückgezogen. Na, da kann man. Was wolltest du denn schreiben, Rudi? Ein Wunsch vielleicht oder was man spielen soll? Oder so irgendwas. Nein, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Wochenende. Litscher wird grandios. Halt's uns die Daumen, dass wir halbwegs schönes Wetter wieder haben. Es schaut nicht ganz so gut aus, ein bisschen durchwachsen mit Gewitter und so. Aber das muss ja nicht genau in Litscher sein oder am Herrensee sein beim Schrammelfestival. Vielleicht haben wir Glück, weil bis jetzt haben wir eigentlich alle Jahre ein Glück mit dem Wetter gehabt. Die letzten 15 Jahre immer top gewesen, das Wetter. Aber dann, wenn das Wetter passt, wird es ganz leibend. Wenn nicht, machen wir es uns schon. Schon leibend einfach da nicht. Fritzl Startkurs, ja danke. Mama, hast du gelesen? Auch Fritzl gefällt es auch. Das Hauerl. Gefällt den Fritzl auch. Warte, geh, soll ich aufstehen? Bitte schön. Du bist entspannt, ja? Jetzt bin ich entspannter. Ah, sehr gut, sehr Du, schön. aber weißt du, so das mit der Luft und so. Es ist gleich Was- ganz, was- das ist gleich ganz ja, anders gewesen. Aber was war's bei alle Studios, wo wir waren? Das ist halt so.
Es gibt keine Lüftung. Im Winter ist man dazu ist und dazu ist da steigt man. Das ist schon warm. Da gibt kein Sauerstoff mehr. Das heißt, Was dicht brauchst du an das Sauerstoff? Fenster. Ich glaube, aber die Tiefe, die ist sicher nicht dicht. Naja, so dicht ist schon. Was wird eine Wohltat jetzt, das ist offen. Naja, ein bisschen. Ja. Ja, Mama eben sagt danke. Ja, ein Haum ist stabiler, genau, ist ein Schutzhelm. Da hat beide vom Dumm und Dumm geschmissen, die Haum ist ganz blieb. Ja. Wer hat das geschrieben? Nicht der rote Korbis. Die hätte schickt uns die Sonne nach Litscher. Ja, hoffentlich haben wir es. Aber weißt du, Sonne, Ja. wir haben gestern gespielt beim 90. Geburtstag. Die Dame war sehr lustig und hat mich angeschaut und hat zu mir gesagt, ein Mann ohne Bauch ist wie ein Himmel ohne Sterne. Ja, schön. Und ich dachte, ja, erstens, ich weiß nicht, warum sie das sagt, aber sie wird recht haben. Und ich habe mich sofort erkannt, weil ich es kenne. Der Materie. Sauerstoff gibt es in Flaschen, richtig, Matthias Maria. Wir sind da trainiert. Nein, aber das war in allen Studios. Ich wüsste halt keins, wo wirklich, wo du sagst, ja, das war dort ein luftig Leibwand. Das ist immer, logischerweise. Logischerweise. Und in die ganz super, überdrüber Wahnsinnsstudios, wo du sogar Klimaanlagen hast, die ja vollkommen leise sind. Also das ist ja technische Meisterleistung. Weil der darf wirklich nichts sein und in solche Studios waren wir nicht. Naja, was soll man machen? Was soll Also man im Schloss aufnehmen gleich. ja. Ja, aber ich bin sehr entspannt jetzt da natürlich, ist ganz klar. Ich habe mir überlegt, ob ich meinen neuen Motorradhelm übernehmen soll. Herzagen, dann habe ich mir gedacht, es wird eigentlich nicht wirklich mich interessieren. Aber ich bin nicht so frei. Ich habe so eine Freude mit dem neuen Helm. Weil das ist ja für den Sommer, weißt du? Das ist leibend. So Luftig, leicht und locker. Luftig, Ja, leicht, ja. locker. Ein Scorpion, ich sage, es ist keine Werbung, die man kauft. Ein Scorpion, so ein Jet-Helm, nicht? Aber mit. Oder soll ich ihn herzagen? Nein, ich sage Jetzt nicht. geht er wieder auf. Nein, ich sage nicht. Ich zeige Das nicht. beim nächsten Mal. Das ist eine Kundenbindung. Ja. Oder Na gut, spielen wir was. Nein, ich sage nicht. Spielen wir ein paar Sachen von uns. oder? Ja, was spielen wir? Fangen wir mit was auf von dir, oder? Machen wir zuerst das Glas voll, bitte. Achso. Danke. Brauchst du Mineral oder hast du noch? Nein, ist noch da, ist noch da. Ist noch da. Ja, schau. Nein, ist aus. So. Mineral ist noch da. Das geht sich für dich noch gerade noch aus jetzt. Schau. Gut so, brauchst du ein Mineral noch? Nein. Ich hole ich dann natürlich sofort an. Soll man nicht so viel trinken, dann schwitzt man so viel. Gibt es keine Abtei-Straßenstudios in Wiener der Umgebung? Na, weiß ich nichts. Landtagsstrom sagt Zeichen. Ich muss den Helm zeigen. Na Das geht, muss ich jetzt nicht rennt er sagen. wieder auf. Ja, aber der Landtagsstrom sagt, ich muss da. Der Mike sagt auch zeigen. Das, Der 2 Jetzt von sind 40 gleich. Nicht? ja, was? Wir gehen auf späten. Geht's? Der Raphael Illmeier hat dich gerade gefunden, Klaus. Auf Telegram. Das ist gut. Na, er keicht schon herunter. Man hört ihn bereits. Ist er da? Ist er da? Jawohl. Schaut sich das an. Luftig, leicht, locker. Was sagst du, Patrick? Was sagst du? Ja. So viel luftiger schaut der auch nicht aus als der andere. Oh ja. Ist ein Helm. Oh ja, ist viel luftiger. Scorpio, und wenn's. Bloß einmal so. Ja? Wir machen einen Dampftest. Na, hol die große, wir brauchen die große. Na, diese Epoch da ist. Na, was ist ein iPod? Der hol die große, das ist ja ein Test. Wir machen einen Test, wir machen das jetzt ernsthaft. Nichts zusammenhauen, Patrick. Nichts haben wir nichts zusammen. Das ist enger geworden jetzt natürlich mit der Tür. Das ist schon richtig. Ja, Wolf Becker und TV sagt auch, Herzog. Was sagt's? Scorpion? Also jetzt machen wir einen Test. Jawohl, schau, ohne Weltklasse. Die nächste Pavlage ist angezogen und Handbremsen, ja genau. Bist du bereit? Ja, geht schon, warte.
mit Sonnenblende. Ja. Genug Dampf jetzt, oder? Besteht. Na, besteht. Alter, das ist ja Wahnsinn. Nach dem Moped, ja, eigentlich schreit er nach dem Moped. Eigentlich schreit er nach dem Moped. Aber was ist auch Wahnsinn, oder? Na super, ich bin total glücklich. Der ist wirklich luftiger, als man glaubt. Und so im für die Stadt oder für so in der Hitze halt, weil ich davor, ist der echt super. Scorpion Franzan Design. Scorpion Exo. Na gut. Mit der Disco, gell? Alter. Wie man das Fenster, man kann das nicht ausheben. Das ist ja ein Wahnsinn. Kitzelt das wirklich in den Hals, oder? Das war Kitzeln. Kitzeln. Ich weiß nicht, ich hab nichts. Ja, Wahnsinn. Hat der Helm einen Rückspiegel? Nein, der hat keinen. In der Regel sollte dieses Motorrad über sowas verfügen. Klar, sehr gut, sagt die Irme Hinkofer. Fescher Helm mit Platz für ein Board. Das ist ja auch der Punkt. Weil jetzt habe ich da, jetzt kann der Board schön wachsen. Zack, zack. Und immer der Sohn, zack, fall so herum. Schaut natürlich wahnsinnig cool aus, auch noch dazu. Das kommt, dann ist es immer rot, wie mein Honda, meine rote Mieze. Ja, meine rote Mieze ist rot, weiß, einmalig. Und falls der Patrick dampft, Woher der gar nicht mehr reden? Wenn er das Visier zu hat. absolut leid. Also ich bin total glücklich. Und das ist von der Helmschale nicht so groß, weil nämlich der andere, der Nolan, der hat so einen großen, der schaut aus wie der Calimero. Der ist so, da ist auch luftig bleibend und aber das ist so ein Drum. Und du, Vielleicht hat er eine größere Sicherheit. nein, glaube ich nicht. Fuck, Ja, ich mein, gut, ich hab dort einen Ein Bügel, ne? Na klar. Ja. Wenn der Patrick und der Max nebeneinander dampfen, sieht keiner mehr was. Ja, das stimmt. Na gut, also Moped steht, der muss her. Muss her. Das ist muss ganz her, klar. Muss her. Ist da. Ja, warte mal. Und jetzt pass auf, jetzt nehme ich den Helm. Mach klack, klack. Hau die Urwaschel-Dinger raus. Nicht, kann sagen, macht nichts, weil es super heiß ist. Und das, ich mein, so fährst du halt nicht auf der Autobahn oder auf einer Nein, das ist eine größere Tour, fährst du nicht. Ja. Dann hast du die Fliegen nicht im Helm, sondern im Bartpicken. Nein, aber Gerhard Sperg, schau her, das geht ja durch. Gut. Nein, geht nicht. Ich hab Die unteren Spitzeln schauen 2 cm aus. Da Ja, da ist nichts. Nein, das leitet ab. Da fängt Nein, sie da dann ist an. nichts. Das leitet auch genau am Board. Nein, da leitet nichts auf. Ja. Was? Franzan Design, ja, steht auf meinem auch. Das ist der Franz Bratwein. Ich habe mich verlesen, Franz Bratwein gelesen, da habe ich gewusst, das ist meiner. Absolut richtig. Ich habe auch an die gedacht, wie ich das gelesen habe. Servus, das ist ich nichts mehr. Das ist ein Wahnsinn. Der Test war kacke. Aber es war gut, aber man merkt, wie der Helm angehalten hat. Ne? Ja. Oder der Kurs, die weiß ich nicht. Wie ich ihn aufgemacht habe. Ich bin bereit. So, was soll ich mit Sonnenblende oder ohne spielen? Sonnenblende oder ohne? Na, ohne, sonst verspülst du dich wahrscheinlich. Das ist Gustav. Ah, du, hör mal auf die auf, ja? Geht schon, nochmal bitte, ja? In unserem Oster wohnen lauter fesche Puppen. Auf viele Minen stoßen Nummer 104. Ich brauch ne Rahmen mit der Moped Huppen. Schau sind die Buben wie die Wüten vor der Tür. Ich bin der größte Moped-Star, das war ein Pech, wenn ich nicht war. Ich hab eine nagelneue weiß lackierte Bonne. Mit der werde ich jetzt nicht sagen, wo sie kann. Ich hab eine Bonne, ganz eine Neue des Betone. Komm, schwing die auf, die Puppe, jetzt gehen wir's an. Nur streck die Füße nicht gut aus, sonst kommen wir nicht ums 12 aus. Zuerst kommt der erste Gang, der hat einen gesunden Klang. Bei meinen Auspuff hab ich längst schon abmontiert. Ja, wegen der Reinigung und der Beschleunigung. Und wenn wir's Auspuff Rädel so leicht verliert. Die nächste erste Kurve liegt davor beim Zeitungsstand.
bin ich mit einem 20er Tempo reingebraust. Der Zeitungsstandler, der schon dreht wie der Vernadel. Dabei bin ich schon wieder hinten rausgesaust. Und meine Puppe hinter mir, die hat im Ausschnitt ein Kurier. Die nächste Kurve ist dort vorne bei uns am Becken. In der Beckenkurven bin ich nicht zum Schlagen. Das muss man sehen, wie ich mich um mit Raumdecken. Dabei ist mir meine Puppen hinten runtergeflogen. Zuerst hat sie sich nicht halten wollen, jetzt hat sie Goschall ganz verschwunden. Jetzt kommt der zweite Gang und dann der dritte Gang. Und nicht den einen gibt, das hört man weit und breit. Dann schalte ich gerne um fürs werte Publikum, weil in dem Wirbel haben die Leute Botzen frei. Ich fahr super fort mit meiner Schlurfraketen. Sogar ein Wachmann hat den Luftdruck um die Erde. Dann kommt der Beamte in Schäbitz an, der hat ein Leben. Jetzt ist mein Vorderradl hin, die fahr verkehrt. Und beim Portal von unserem Bäcker mit den Stiegen gerade weg. Jetzt kommt vom zweiten Kiwi ein Kiwi. Den hab's von oben von der Wasser runtergeschickt. Der Kiwi fällt mir auf die Birne, ich hab ein Tibi. Jetzt nimmt sein Kiwi weg, da sieht man nichts damit. Jetzt lutscht der Rome bis zum Hals, dann ihre Schäber, das war alles. Wie ich aufgewacht bin, in ein Spitalsbett drin, hat mir die Schwester gerade einen Haferschleim serviert. Ich war im Krankenstand und in einem Gipsverband. Ich frag sofort nach meiner Bonne, ja was war's in die Belone? Meine Haxen können auch sein, nur die Kraxen muss da sein, meine Hände können fort sein, nur das Moped muss da gut sein. Hoffentlich ist meiner Bonne nichts passiert. Aui! Bist du, das ist... Ist der schon heiß, man nicht da? Habe ich die Ehre. Na, weil der Fortwind fällt, nicht? Der Fortwind fällt, dadurch hast du natürlich weniger Lüftung. Schon dass wir an die Linsen beschlagen waren. Ja, nein, es ist noch viel Nebel da. Mach einmal auf, vielleicht... Das zieht mich null ab. Mach einmal auf die Tiere, weil ich glaube, es ist da schon viel Nebel. Aber ich glaube, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Original. Da kommt dann... Badspitze am Filter, ja genau. Der einbaute Sonnenbrille ist leibend. Und dass der Bart nach unten wächst, Maggie, das finde ich auch. Ja, schau da was an. Die Achteln. Achteln von einem, es ist schön. Power Ranger Klase. Oder Helmi. Ja. Der Helmi war mein anderer, aber das ist super. Ich war riesenfreude und bin total zufrieden. Weil eben, ja, ich bin in Schubert, nicht? Also ich bin in der richtigen Höhe, habe ich den Nolan habe ich auch. Aber das ist so in der Stadt. Hast du das Brain Cap eigentlich auch noch, das vom Schober damals? Das ist schon hier leider. Das war aber echt super. Was haben wir in Leder? Das hat mich wirklich zum Moped-Star passt. Das ist zum Moped-Star passt. Das war ja kein Brain Cap. Das war ein Halbscheinhelm mit diesem Ledereinsatz, aber der war halt schon hier dann. Der war halt dann schon hier, da kannst du nichts. So, den nehme ich nicht jetzt. Dann nehme ich den da. Dann nehmen wir einen anderen, ja. Bist du gescheit. Jetzt lass mich kurz Luft drin. Das ist ja ein Wahnsinn. Aber die habe ich jetzt sagen müssen, warum? Weil ich erfreut habe. Und man sagt ja, man soll das machen, Freude soll was man anfreien. teilen. Ja? Sicher. Muss man teilen. Freude soll man teilen. Ja, absolut. Absolut richtig. Teile nicht, weil du darfst ja nicht, du musst mit dem Auto fahren. Ja, ein Wasser trinken. Warte mal, ein Traum im Besle. Ein Traum im Besle werde ich gleich wieder einblenden. Patrick, Ein Traum im Besle. ein Traum im Besle. Eingeblendet, da steht er. Wenn Isabella Frizzante, ich habe Patrick Ehre hingeschrieben, bevor es einmal einer anderer Sicht oder was, dass er nicht gleich dichter mit in Verbindung bringt. Ja, die Zuschauer schwinden, wo sie ist auf einmal erst. Na, unnötig. 42, 40, 39 auf einmal. Ja, das ist nicht so dick. Wie viel waren wir denn heute? Nein, nicht viel werden wir nicht gewesen sein. So um die 45 oder was, ne? 55, So was 56, vielleicht. 55. Nein, über 50 waren wir. Waren wir, ja. Glaubst du schon? Ja, ich hab schon gesehen. Ja, ja. Aber ich habe keinen Augenfehler, ne? Eine Pointe. Wie mein Bruder immer sagt, jetzt was tragst du und dann ein Brünn, nicht? Aber das ist Richtig. Ja, aber natürlich, es ist nicht so, ich glaube, es ist auch wirklich, das ist, spielt sicher, also das Wetter und das spielt auch das mit, die Jahreszeit, das Wetter, ich glaube, spielt mit. sicher. Grundsätzlich an der ganzen Geschichte. So Ne? ist er. Ja. Da zieht nur immer nicht durch. Ich spüre aber in Luft so. Ja, das ist angenehm. Matthias Marache ist noch da, das ist ganz klar. Jawohl.
Augen auf, Ohren auf, Helmi ist da. Helmi ist da. So. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort waren. Künstler und Hakler, Generaldirektoren. Jeder tut sie friedlich grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Kerl rein. Ja, bei der Zinzi hört man gerne. Mein Schatzel ist a Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau, mit Zinzi, oh, mit Zinzi, aus Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die sie im Fernsehen bewähren. Duftende Hakle und Co. sie uns gern. Fröhlich tut sie den Häusl putzen, weil man müsse ja schließlich benutzen. Dafür hat man ihr was ins Kerl rein. Ja, bei der Zinzi hört man gerne. Auf geht's, Reis an den Müll! Jawohl! Die Hände in die Höhe! Da kann er noch. Mein Schatzel ist a Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau, mit Zinzi, oh, mit Zinzi, aus Stadtlau. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Reben dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle geholt. In meinem Weingarten am Biesenberg. Der Ratsit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Wenn
wenn ich könntet, die fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich falle da recht tief, so schreibet ich dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End und mein Schmähter ist für die viel zu tief. Drum schreibe ich dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Druck eine die Tinten. Wenn ich wisset, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief, dann schreibest du mir heut einen Brief. So kommt dann dein Lied, so kommt dann dein Lieb zu mir, so kommt dann dein Lieb zu mir, als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir.
Skyline von Wien. Du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Heidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Na, 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 na. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Man kennt fast sagen, zu jeder Zeit spür ich den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mir der Grauen. Da kennt den Wurstel jeder Schlund. Den Kasperl spülen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin wohl ganz allein. So sind wir denn noch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komm, sagt man gleich, unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. Und so macht mein Hetze ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Weinverein und trotzdem hab ich nur einen Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein. So sind wir denn noch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das Ende gebraucht? Kein Mensch mehr über mich dann lacht. Ja, so macht die Augen langsam zu und geh allein nicht dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Das ist mein guter, alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Dankeschön. Nein, so ein schönes Mädel. Macht Spaß. Macht Spaß. Langes Mädel ist also lang nichts trinken können jetzt. Ja, Das muss man auch sagen. Das muss man auch sagen.
Aber vielleicht ist das jetzt auch die richtige Gelegenheit, Gefällt's auch. wieder Gefällt's auch einzublenden, wunderbar. mit welchen Möglichkeiten man uns pekuniär unterstützen kann. Danke, Richie. Und die Achtel von einem, ein Wahnsinn. Rudi Korbis, kannst du bitte die Einsamkeit der Akkorde schicken? Ja, mache ich gern. Ich glaube, ich habe es nicht aufgeschrieben, das heißt, ich muss es erst schreiben. Also es dauert vielleicht noch ein bisschen, erinnere mich dran. Kriegst du natürlich sehr gern. So, was habe ich da so viel verpasst, weil wir jetzt so lange gespielt haben? Gerade noch Achtel. Der Markus Pristonik, jawohl, jetzt wer die Gassenhauer auspackt. Also der Fritzl, ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich diese Musik so mag. Patrick und Klaus, ihr habt mir wieder gezeigt, dass die Musik einen immer erreichen, wenn so gespielt wird wie von euch. Dank der Fritzl. Das ist leider, das ist eines der schönsten Komplimente. Ja. Gestern waren wir im Prater und wie ich vom Riesart gestanden bin, habe ich an das Lied Skyline von Wien gedacht. Sehr berührend und dankbar, Wienerin zu sein. Das ist überhaupt eine besondere Freude. Ui, der Patrick. Peter Richtinger. Peter Richtinger, der Richtinger. 20 Euro, Peter. Sehr zum Wohle. Prost auf dich. Ich bin schon leer. Nein. Ich dampf da, was fuhr dafür für dich. Peter, danke vielmals. Danke herzlichst. Du musst Peter Richtinger musst du besonders warm halten, weil das ist der Mann mit der Beiwagenmaschine. Wenn wir mal wirklich eine 16er beim Ausfahrt machen. Ja, muss ich mit dem Beiwagen mitfahren Ja. mit dir. Ja, das ist Ja. Und das wird teuer, weil wir müssen ja erst, wie soll ich sagen, korrumpieren, dass er die mitnimmt. Ja, mit der Länge, was wird in dem Beiwagen, das ist ein Wahnsinn. Ich falte die Füße schon zusammen. Das geht schon. Ja, wie lang? Wie lang? Ja, ich hau mir's ums Knack, weißt du, das geht schon. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Aber danke euch vielmals. So, naja, schon langsam kommen wir zum Schluss. So, eins muss ich. Ja, die Nummer haben sie am Samstag 4-mal gewünscht. Wo? Wann? Wirklich? Du hast da geschrieben, ich weiß nicht welche Nummer, aber irgendeine Nummer. Die Heiselfrau vielleicht, ich weiß nicht, die Zeit. Ja, eher, ich glaube, das war noch ein Heisel. Wo bist denn du mit der? Du bist ja noch vorne, bist du nicht noch am Anfang vielleicht vom ganzen Chat? Weit kann ich nicht auf. Das wollten die Leute am Samstag 4-mal hören. War sicher die Heiselfrau. Oder das ist Leibwand. AKM-Listen schreibt es auch. Schreibt es auch Ja, eine das wollte ich 4-mal. leider am Samstag Das nicht. Spiel 4-mal gespielt worden ist. Ja. Ja. Aber das war die Ah, Heiselfrau, ja. sicher, ja. Gehen wir. Jawohl. So geht das. Das ist Nein, es ist Leibwand. gewünscht worden, nicht gespielt worden. Nicht? Oder ist es gespielt worden? Das spielt auch Die hat sicher gespielt. Und der Peter Richtiger sagt, das kostet nichts. Ui. Peter, tu dir nicht reinreden. Tu dir nicht reinreden. Ich bin ein umgängiger Mensch. Das ist nämlich folgendes. Wenn man ein Färchen geht, weil man ja her, das blendet sofort Das ein. mache ich glaube ich einen anderen Dampf. Aber das ist, Pass das auf, ist zu schwach. das blendet sofort ein, Leidl. Kurze Eigenwerbung. Schaut her, mit der charmanten Wiki von Marvihof. Im Skonarium, wo wir ja in Pagina auftreten, da ist im Hintergrund immer auf dem Bildschirm das angelaufen. Am 21. August spielen wir am Abend 19.30 Uhr im Skonarium. Im Bad Schönau findet man alles auf unserer Webseite. Und jetzt ist es so, da haben wir natürlich gesagt, da kommen ja einige Motorradfreunde. Und da haben wir gesagt, na, das werden wir so machen, dass wir da, wenn es irgendwie, wir müssen ja schauen, wie wir das machen, dass wir vielleicht da so eine kleine Ausfahrt vorher schaffen. In der Gegend dort. Nicht? Ich meine, so viele Motorräder kommen jetzt auch wieder nicht. Also das ist eine gemütliche Geschichte, dass man dort nur so durch die bucklige Welt, quasi meine Hausstrecke oder eine meiner Hausrunden halt, was ich dort so habe, dass wir die fahren und halt dann nachher ins Konzert gehen und der eine oder andere vielleicht auch beim Marvihof dann noch eine Aftershow-Party Ja, geschickt ihr haben. fahrt zur Hausrunde, ich hau mit dabei ins Hofmeister. Genau. Ja. Und ich mein, Erwarte euch dann. nein, du machst aber einen Soundcheck drin. Befürchtet. Ja. Ich muss noch aufpassen, ich wollte jetzt keine Einladung aussprechen für den Marvihof, ja, dass alle zum Marvihof kommen dürfen, aber ich mache nichts, alles in Ordnung. Es passiert nichts. Dass die Ich sperre mich gleich an, aber es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Nein, passt schon. bei extra was Fruchtiges hast da drin. Nein, aber irgendwas kratzt im Hals, ja, in der Tat. Fast nur Ja. Glycerin, ist sicher. Nein, ist sehr sicher was Kein gesund. Glykol drinnen fast. Sehr sicher was gesund. Kein Polypropylenglykol. Ja, es hat schon. So, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, haben wir das im August, 21. August. Ja. Und ja, also wie gesagt, so ein paar Biker oder so, irgendwo werden wir dann, die Aftershow-Party werden wir schon nicht. Es ist selber, glaube ich, dort auch, wenn wir noch ein paar Glaseln trinken und so. Ich meine, wie auch immer, auf jeden Fall ist es quasi so ein bisschen so eine Motorradausfahrt. Und geplant wäre dann gewesen für Ende August auch so ein bisschen so eine Motorradausfahrt mit einem Konzert beim Alo. Und das haben wir jetzt gesagt, das lassen wir jetzt bleiben, weil wir das ja in Botschenau haben, im gleichen Monat. Verschieben wir auf nächstes Jahr. Das werden wir verschieben, beziehungsweise, wenn man so mit Ferche plaudert, dann habe ich gesagt, wir könnten ja auch einmal eine 16er Burm Ausfahrt machen, also wo wir jetzt nicht zwangsläufig eine Musik haben dabei, sondern wo man einfach sagt, wir fahren so eine Runde. Und das da braucht man natürlich dann ganz dringend die Peter Richtinger, damit er die mitnehmen kann. Nicht? Aber ich bin 1,86, gell? Ja, schon, jetzt hast du die ganze Zeit geredet. Naja, Tagesausfahrt, Ja, weißt was? du? Ich glaub, wir fahren eine Stunde da einer halt, ne? Das druck ich schon durch. Zusammengefalten. Aber Ja. 7 Stunden druck ich nicht durch, glaub Ja, ich. im Beiwagen muss dann schieben und die Reime eingehen. Nicht? Ein Ural geht nicht Nein, Ein aber Ural geht nicht Der Christoph Acker ist da! Der Christoph Acker ist da! Voll verschwitzt von was? Bist nicht vom Sport gekommen, ist da die Reime eingegangen, oder? Ja. Dann hast du schieben Ja. müssen. Das hast du alles verpasst. Das ist alles verpasst, Christoph Acker, aber in Acker blende jetzt sofort noch mal ein. Jawohl. Unser Lichtblick im wahrsten Sinne, wo wirklich, ich meine, das ist, ich möchte vielleicht für alle sagen, das ist kein Schwarz-Weiß-Bild. Das ist Farbbild. Das ist ein Farbbild. Acker, was ist? War's denn der Sohn? Ehrlich? Der Patrick muss im Beiwagen die Quetsche, spielt der Klaus, ich muss fahren, der braucht nur singen. Also, No. bin froh, wenn ich eine Bass im Beiwagen. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Das war eine super Geschichte. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Patrick, ich trinke. Die Daniela trinkt trinkt mit Kaffee. mir einen Kaffee. Ja. Na, Daniela, du fährst mit. Einen das kannst Kaffee du werde ich auch. nicht trinken, ich werde mir dort, glaube ich, ein Bierli nehmen. Gerrit spielt Hausstrecke, wäre super. Bitte rechtzeitig mitteilen, wie wir sagen. Na, wie gesagt, das werden wir da machen. Das kann auch dort bald sein. Am 21. August ist dieses Konzert. Und wenn es wieder halbwegs passt, findest du ja auf unserer Homepage 16er.at, findest den Termin. Und wenn es wieder halbwegs passt, dann, wie gesagt, werden wir uns vorher noch zusammentreffen. Aber das machen wir dann relativ kurzfristig, dass wir einfach schauen, wie viele Motorradler sind da, wo treffen wir uns. Ich muss ja auch schauen, natürlich, wann zum Beispiel haben wir Soundcheck und diese Geschichten. Auf das muss man ja auch einschreiben. Es wird jetzt nicht Ding, aber ich sage mal, wenn man da sagt, Ich glaube, der man Soundcheck kommt um die der Mittagszeit. Soundcheck ist, glaube ich, Nachmittag und dann haben wir wieder frei oder so. Ja, aber ich sage, Wie bis meistens dahin, bei diesen aber bis Übungen. dahin müssen wir Bis quasi dahin. wieder zurück sein. Ne? Ja. Also Oder man fährt zwischen Soundcheck und Konzert. Nein, das ist spät dann, das ist nichts mehr. Das, Ja, wenn der Soundcheck um 3 ist ins ja, Konzert. der ist nicht um 3 Uhr das Konzert zu spät. So früh ist er nicht. Wenn, dann ist er relativ kurz davor, trotzdem eine Stunde oder 2 Stunden davor, aber nicht mehr. Nein, und sofort, das werden wir uns noch genau anschauen und dann gibt es die Infos natürlich irgendwo. Aber auf diesen Kanälen auf jeden Fall. So, was haben wir da? Aber am Wochenende nach Litschau spielen wir ja auch in Jedenspeigen zum Beispiel. Auch, das war auch interessant für Biker. Kann man Sicher. ja auch in so in Zweiviertel Ja, machen. Ja, stimmt. Und am Abend auch ab 19 Uhr, ja. Im Schloss Jedenspeigen. Schloss Jedenspeigen. Das findet man auch auf der Homepage, aber da fahre ich die vorher nicht. Da fährst du vorher nicht mit, ja. Da fahre ich vorher nicht. Aber eben in Botschenau, da weiß ich nicht, da werden wir uns irgendwie, das werden wir noch ausmachen, wie das ist, dann werden wir einen Treffpunkt machen um so und so viel Uhr. Vorher einfach mehr Hausrunde und wer dabei ist dabei, wenn nicht. Und ansonsten gibt es dann vielleicht auch 2 Platzl, so wie der Eiskreisel oder was, wo man dann zum Beispiel dazu stoßen kann. Und so irgendwas, ich werde mir schon was einfallen lassen. So, was haben wir noch? Der Acker ist entschuldigt. Naja, relativ entschuldigt. Leider habe ich nur einen Sitzplatz auf meinem Moped, sonst könnte Patrick bei mir mitfahren. Ja, nein, du brauchst da Ruhe. Du brauchst nicht mal Fritzl, du bist Ja, sofort eingeblendet. Wird sofort eingeblendet. Der Fritzl ist der Ursprung von der Stadtgussdorf. Der Ursprung oder die Quelle. Die Quelle. Ja, ist die Quelle. Ja. Und du kannst ja den Mopeden nicht teilen mit irgendeinem dahergelaufenen, der gerade einmal ein Auto fahren darf. Nein.
Ich meinte die Motorrutger. So, ja, dieses nächste Jahr. Herrlich. Na ja, gut. So das. Bitte ein gute Nacht jetzt am Gerald Spörk, für dich gut und du hörst von mir. Gute Nacht. Und dann sehen wir uns am 25. August. Das ist ja schon nachher. Das ist schon nachher. Na gut, du verfolgst unseren Content, da wirst du dann finden, wann, wo wir eventuell fahren. Jawohl. Na, da schauen wir genau verstanden. Das ist dann die Motorrutger nächstes Jahr. Das wäre eine ganz eigene Baustelle. So, meine Herrschaften, und jetzt trinke ich den letzten Schluck und wir kommen zum letzten Lied. Das letzte Viertel. Und mit dem verabschieden wir uns, sagen herzliches Dankeschön für euer Dabeisein, eure große Unterstützung. Danke für eure Bilder, ich glaube es sind einige gekommen. Das heißt, wir haben nächste Woche wieder ein bisschen Laune mit Mut zur Farbe, mit der Stadtguss-Trophy, die da weitergeht. Und wir sagen Dankeschön, haltet uns die Daumen, dass wir schönes wieder haben in Litschau im Waldviertel am nächsten Wochenende. Und ich freue mich, wenn wir uns dann am nächsten Montag wiedersehen. In diesem Sinne, Dix Busl und Prost. Auf Wiederschauen. Hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Entschuldige, ich muss die Spinne da entfernen. Hoppala. Was ist mit die? Gerade auf meiner Gitarre auf eine Spinne. Jetzt gerade am Boden. Ja, jetzt gerade schon fast niemand mehr. Ich weiß auch lösen. Ich weiß auch lösen. Keine Absicht. Ich war keine Absicht. Geht schon wieder. Da hängt die Spinne auf der Gitarre, da war ich eh putzt. Nein, die war bei dir daheim, naja. Ja, die Bluch ist schon gleich. Hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen, haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken, haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam müde. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil sonst zum Heimgehen langsam Zeit. Wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meinen Blätterwitz, die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben mit Post und gesungen viel, nur gegen Ende wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Herr Rutger. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Lang langsam Zeit. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Führt euch gut, danke vielmals. Viert euch, gute Nacht. Menschen, Menschen zusammenrollen, für hat man jeder genug. Alle können noch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur.